Okay. Voilà, merci. Dann begrüßen Sie alle Guten heute Abend für die zweite Sitzung für das Jahr. Moin noch alle Guten, den Leuten, die uns da draußen angucken. Ihre Schaut zum André Courier kommen, wollte ich just fragen, wann wir hier noch aufstimmen. Da soll kein sein Mikro ummischt, weil ich gesagt habe, draußen hier die gut nicht weit Leute aufstimmen. Und das ist vielleicht gut, dass in Alke jeder da sein Mikro einkommt, dass wir ein bisschen mehr Zeit dann holen, dass dann einfach jeder alles mitkriegt. Voilà, was den André Courier geht, was ich da mitteilen, den 1. und 2. Februar, mein Institut alle gesehen, da war die Präsentation vom Pakt Logement 2.0 vom Minister vom Logement. Und da ist es so, dass wir da abgesetzt werden, und wir sind als Schütter auch da bereit, für den Moment dort zu schreiben, für dann die ganzen Prozeduren da an die Fähre zu leiten. Dann hatten wir den 3. Februar eine Interview mit der Firma Eltrone. Ich meine, ich hatte für eine Zeit schon gesagt, dass sie den Reso von der Gemeinschaftsantenne von SRW überholen und dass sie am Gang sind, den ganzen Reso an Stand zu setzen. Sie können es konfirmiert, dass sie als Stadt können Internet an der Gemeinde garantieren und noch Telefon. Also sie werden weiterhin noch weiter versichern, für ihren Reso nach zu optimieren. Mit der Post sind wir auch nach einem Gespräch, an dem er so bestätigt, dass sie auch werden versichern, so sehr wie möglich ihre Reso an der Gemeinde dann überall auszubauen und dann noch dafür zu sorgen, dass einfach an einem relativ nahen Delay dann einfach ein Haus kann hier an der Gemeinde und Glasfasernetz angeschlossen werden. Dann hat der Chef der 4. Februar eine Interview mit der Jugendkommission. Wir wollten mit ihnen gucken, wie wir weiterkommen, was den Jugendkommunalplan angeht. Wir sind als einig, dass wir zusammen mit ihnen den werden überschaffen. Wir haben dort eine Reunion organisiert, auch dort zusammen mit dem Vertreter vom Reso, die also werden über den Plan vom dritten Alter schwätzen, für dann zu gucken, auf welcher Form sie also auch können begleiten, für den Jugendkommunalplan dort zu verschaffen, den an der Zeit ausgeschafft ging, mit denen ein muss passen. Und die also auch für da nur Gesamtkonzept zu haben, was einerseits den Plan, den Jugendkommunalplan beinhaltet, den Plan kommunal d'Integration und dann noch den Plan für den dritten Alter, und dass man dann noch eine Plattform haben, wo in alte Informationen findet. Dann hatten wir den 11. Februar den zweiten Workshop für den Ausbau von der Schule. Trotz der Covid haben wir aber gemeint, für die ganz wichtig, dass wir den Workshop gingen halen. Das war noch ein Workshop Lehrpersonal Maison Relais. Und den haben wir dann an der Sportsaal gemacht, wo wir aber Platz genug hatten. Ich meine, da ist es wichtig, dass wir dafür kommen. Das Projekt hat für uns eine große Priorität und das ist auch eine gewisse Urgenz. Wir werden auch noch einen Workshop da haben. Ich habe gleich gesagt, dass wir auch ein bisschen Eltern müssen, dass wir die gerne mit dabei zählen. Ich meine, die ersten 2 Workshops waren am Anfang ein bisschen für zu gucken, was sind die von der Schule, was sind die von der Maison Relais für das Funktionament, wie sie sich das vorstellen. Am nächsten sollen die Eltern dann noch dabei kommen, für das denen hier Ideen dann noch damit abfließen. Ich will auf dieser Platz auch Lehrpersonal ein große Merci so für Flexibilität. Ich meine, sie haben nicht fertig kurzfristig dann während der Vakanz eine Woche an den Homeschooling überzugehen. Nur der Vakanz haben wir den normalen Schulbetrieb, wo sie auch während der ganzen Vakanz geguckt und für das alles soll tiptop funktionieren. Ich meine, merci Sie oder merci und Personal hier an der Schule, für das immer alles so gut klappt. Soweit ich informiert sind, im Moment auch keine Covid-Probleme hier an der Schule, dass das alles normal läuft. Verschiedene von ihr Schüler vielleicht schon gesehen, an der Schule sind wir ja am gleichen Spielplatz noch neu, man da so flotte Weidelabyrinth abgebaut gehen, die Laststeg für die Kanne, und wenn die dann ein geringer sind, nicht Flottunnelle, wo sie da können, die Summe rüber drauf spielen. Da war eine Vakanz auch, das war ja flott, war ein bisschen gefroren überall, da war aber Bau 6 Jahre, die war zu Straßenstunden, da über den Song auf die Weiher geklotert, den hast du da angebracht. Und Gott sei Dank waren aber Eltern neben drin auf der Spielplatz, die den höheren rufen und die da rausgezogen. Und ich wollte auf dieser Platz auch da ganz dringend einen Appell und Eltern machen, wirklich für, ob hier kann aufzupassen, was auf so Plätze sind. Und ich meine auch, dass auch wichtig kann, ob die Gefahren hinzuweisen. Ich meine, der Weiher hat erst rundherum zu, gibt aber einen anderen Platz, ich meine noch Tiere oder so, so das ist aber wichtig, dass die Eltern aber die kann so und dass aber da Gefahren sind, und auch ihnen so, dass sie nicht als für auf das probieren zu gehen. Besonders so an dem Alter, dass dann einfach ein
das hat auch kind mich schlimm aus. Wie gesagt, das ist nicht geschieht. Den Kloteur rundherum, das alles kloteriert, die war an der Reihe, aber egal. Ich muss einfach gucken, dass Kanada einfach ein bisschen gesagt wo sie dürfen. Da wollte ich auch im Club des Jeunes ein großes Merci auf dieser Platz. So es war nämlich lange nicht gewusst, ob ich Kinder Burschbrennen machen oder nicht. Ich hatte mit meinem Präsident gesprochen für eine Zeit schon, weil wir sehen, dass wir sollen dann auf den Tag dann die Christbäume verbrennen, die sie schon auf Platz gefeuert haben. Die verschiedenen Gemeinden, die haben offizielle Burschbrennen gemacht, weil kurz vor drun kommen die zirkulär, dass dann aber Kinder und Leute durchkommen, sie müssen aber Distanz halten. Wir haben aber davon aufgesehen, ihre Flyer war auch schon fertig für drun, so dass da nicht publik gemacht wird, dass wir immerhin darüber fertig brot. Dann noch die Flott-Tradition, aber das hier zu schütten, dann weiter zu feiern. Dann liegt mir da genau dasselbe. Du konnten kann auch nicht liegen gehen, dass du noch gesagt wie sie dürften. Die meisten sind aber nicht gegangen. Und wir hatten dann aber an der Schule doch Schulpersonal zusammen mit den Beamten hier organisiert, dass sie dann hier intern liegen gegangen sind, sodass keiner auch liegen muss, das du hat. Dann ein anderes Thema, das ich meine, die alle gut hören, das überall am Land die Impfungen nur gehen, sind auch Gemeinden, die bieten einen Service schon nun für die Leute an die Impfzentren zu feiern. Wir sind auch am Gang, dort zu gucken, für eure Service dort zu organisieren. Das ist so, dass dass bis noch kein Nachfrage bei uns war. Wir werden aber den Leuten Bescheid geben, ab einem gewissen Alter, dass die sich können uns wenden, was sie sonst kennen, haben, den Martine fuhren. Das ist aber auch so, dass das nicht einfach ein Service ist, wo die Leute uploaden und dann irgendwo für ein Impfzentrum rauslässt. Ich meine, da müssen die auch begleiten. Das sind eher Leute, vulnerable Leute. Und dafür gucken wir, für das ordentlich zu organisieren. Dann haben wir die Türsten, die sie neu versteht, gehen in einer mortialen Schritte. Durch ein Jürstboot 4 am Kartebusch, die also an der Zeit abgerichtet gehen von einem Jürstpirchte. Das hat Gemeinde die Zeit toleriert. Wir haben die Bude, das ist vielleicht ein bisschen gering, schätze ich mich. Wir haben das Haus gekauft als Gemeinde für 15.000 € haben wir dafür bezahlt. Wir werden das nutzen in Zukunft für als Schulen, dass die da können hier Aktivitäten machen. An den Busch können da hingehen, das ist gut accessibel. Auch von als Kommissionen oder so mal Sachen haben da am Busch, respektive auch für den Publikum den Busch mit zu bringen, werden wir das die Jurstboot nutzen. Wir haben noch ein Interview am 1. Da werden wir dann noch regeln, Details von der Nutzung, wie die da hingeht. Hier wird Gestion davon machen, sodass das am Gemeindebesitz ist, dass das dann auch für die Schulen dann auch genutzt wird. Dann hast du noch einen Punkt, ich habe in der Zeitung gelesen, Nomenklatur für die Energieeffizienz, die endet auch ab dem 1. März. Da muss man an einer nächsten Sitzung das Reglement anpassen. Da wird man auch auf verschiedene Details, die Energieklassen, das ist nicht mehr die Plus. Wir haben aber in unserem Reglement stehen, dass wir als Subventionen immer geben für die bestmögliche Energieklasse. Das heißt, die Satz ist dran, auch in Zukunft mit der neuen Klassifikation, also als Reglement nach an der Reihe, da steht dann drin, wo etwas mit den A++, und das muss man da aber rausholen. Wie gesagt, den Daniel, der schafft da drin, guckt, was man da muss den ändern, und wird man nächstes Jahr auf den Durchstummer kommen. Dann hat auch alle gut gelesen, dass Plan sektorielle Kraft treten ab dem 1. März. Was das für die Gemeinde Schütter bedeutet. Ich meine, wir hatten ein Coupé Vert am Plan sektoriell, die Straße am Eiter, die werden müssen respektiert gehen. Dann haben wir auch Sondaktivität zu Minzbescheid, die vorgesehen war, an zu versieren, eine Sondaktivität, die soll reklassiert gehen. Du hast so, an unserem PAG haben wir die Zonen durch schon vorgesehen. Wir brauchen als Schüttergemeinde weiter nichts zu machen. Das ist wichtig, dass die Zonen am PAG angedeutet gehen. Wir dürfen noch nichts machen, was konträr zu den Zonen ist. Das heißt, wir dürfen nicht an die Coupé Vert zum Beispiel bauen oder an Sondaktivität irgendwie Wohnungsbau machen. Wir haben aber keine Delayen, an denen wir müssen als Gemeinderat die Sondaktivität an den Perimeter ranholen. Das ist just Leute um PAG, darf nicht mehr gemacht werden, was konträr ist zu den Plan sektoriellen, mit das wäre dann. Die Photovoltaikanlage der von der Maison Relais, die ja so weit fertig, die wird doch so sehr wie möglich ins Netz gehen, sodass wir dann auch Strom produzieren bei unserem Gebäude. Im Park vom Schloss Minzburg, du verschiedene vielleicht auch gesehen, dass da habe ich am Gange sind,
so gëtt vum Centre pour le Développement sozio-emotionell, déi sinn Schloss, verschiedene vielleicht gëcht Madame Duro Fernseh gesi hat sie geschwert iwwer Problematik vun de Kanner an COVID-Zeiten. Sie wollen do am Schloss so in Achtsamkeit uleen, der Tisch du gin Kanner rundrüm, da können se den Boden spieren, sie können Sachen uppacken, gucken, dat gëtt vun hinne mat Bâtiment Publik ze summen do aménagéiert, fir no och fir de Publik zugänglich sinn, sodass dat auch eng Plus-Value fir als Gemeng ass mit an alle Guwertolo gemerkt. Zum Schloss Park voll so hummer den Achse iwwer de Schloss Wee gemerkt an de Park an dat könnt auch immens gut du bei de Leiit, weil du sie ganz viel Leiit, die an de Park ginn, die fir drinnen in die Treppen Drkommen sind oder hanlächt die gefeierlich Mauer um ze läfen, die sich fix belöwen, dat ze Lodo so flot rakommen, sos dat flotte Siders den immer méi genutzt wird. Verschiedene vun ich werden sich auch gefrot, wer das dat fir Chantier, den du Megas van den beim Schlase Raffi an der Rue du Château op der lächte Bauplatz do as den Entrepreneur, de fir d Gemeng iwwerall d'Hausgängerbelichtungen mecht, den huet do sei Chantier installéiert, an den fir vun do als op die verschiedenen Stationen an der Gemeng, der das so an all Duf vu der machen. Und gëtt immer méi schwierig Plätzen ze fannen, wo Entrepreneur sein Depot nach kann machen, weil an der so Wert die man schwierig an am Perimeter Plätzen zu fannen, ass och net einfach an ich mein, wir können net immer op dieselvig Plätze bei Leiit dat machen, weil da selber immer bis Belastung, sodass man dat dann do machen für die. Dann wollte ich schon nach so, dass Jungen universitär bei op der Gemeng am Moment schafft mir hun den iwwer den CAE astalt, dat as Jung den huet seg Unistudie fertig, die sich no erbecht, mir hat beim Arbeitsamt gefrot, wievi Leute aus der Gemeng Junker, die Studie fertig in den Erbecht sich bei nageschrieben wären. Du waren 3 Stecker geschrieben, mir hunn gesot, die sollen aber jeis, also die vom Arbeitsamt gesot, sollen bei eng Demand. Man tut just den eng Demand geschickt, an den Hummerlo bei Jeislummel beschäftigt, an dem ich auch ein ganz gut erbecht. Wie gesagt, den mit 100 Zeit sich eng Erbecht zu sichern, Wort gelehnt an zu schaffen, da muss nicht hinsitzen so weiter. Dann der Kollege Dines René, den Sorlo seit dem 15. Februar nicht auf der Gemeng, hier hat nach 2 Wochen Congé und ab dem 1.3. wird hinter sich wohl verdiente Pension. Da sind auch verschiedene Arbeiten, die da immer laufen. Ich meine, du hast gesehen, beim vis-à-vis vom Smatch, da habe ich die Hecken wäschgemäht, die haben wir noch bis 4. Also 4. März wäsch machen. Du soll de Chantier dann goen demnächst mat dem regen Überlaufbecken, dat soll gebaut gin Berg, die verlöet gët, dann Fëlos bis doch, die do Rof geht, dann noch Richtung so Aktivität. Dann haben wir im Moment doch relativ viel Reklamationen, wat Medien aufgasen, ob de Chantier doch immer ugeht, dat das auch viel dadurch bedenkt, dass Leute am Homeoffice sind, genervt sind, Leute, die dann beieinander an ihren Häusern umbauen, in den eng Fußbodenheizung möchte oder so an engem jumelierten Haus. Da können natürlich direkt den Oprop Gemeng sich das ganze der Kamedi mir sind do intervenieren do auch verschiedene Chantier noch für dann eine ganz eng Bettungsmaschine lebt, was das kein Mensch gemerkt hat, weil sie alle guten auf ihre Büro sitzen, los ist all daheim. Wie gesagt, von der do von einem kontaktiert geht verweist leider auf Gemeng mehr. Das ist leider so, dass op de Chantier einfach muss geschafft gehen, dass durch Kamedi gemerkt wird, die TM, die interveniert, doch fall wirklich an Fällen, wo man nicht 100% sicher sind, ob alles an der Reihe ist. Mit dat gehört eben noch zum Wurstum von einem Land, von Evelwursen, an gehört eben auch Kamedi dazu, auch Kamion, die ganzen Tag durchfuhren, die nicht unbedingt Mattkrit von ihnen auf seinem Büro sitzt. Dann haben wir auch verschiedene Reklamationen gekriegt, was die Fliegerei geht. Du als besser wird, fliehen Sportfliegerei vielleicht an Norm, die sind dann teilweise auch über die Dörfer geflohen. Was die Startroute geht Richtung Osten, du hast so die Kraft, das heißt, du darfst den Flieger nicht mehr über die Dörfer so kurz aufdrehen, da tut auch ganz viel aufgeholt. Also die Herren rund die Lin haben gesagt in Arenen, den dann ein bisschen kurz am Neck fährt, mit der tut aber aufgeholt. Wie gesagt, du hast die Startroute, die hast Kraft, du musst dich auch drin haben. Und dann wollte ich zum Schluss, du kannst Bild vielleicht weisen von Dörfern aus der Schütterheit. Ich wollte wirklich einen Abruf und Leute machen von hier aus, wann es klifft, sowohl die hier wohnen, wie auch die durchfuhren durch die Gemeinden, sie sollen abhalen, den Dreck aus den Autos zu gehen, sie sollen abhalen, den Dreck immer zu deponieren, weil wir werden all keine
probieren, also wir werden da schon all kein Plan machen, wenn wir ihn erwischen, und das ist auch schon geschieht, dann bezahlen sie, und sie gibt protokolliert, weil das kann nicht sein, dass jeder sein Dreckbeam oder immer deponiert. Das ist eine Armseligkeit, dass ich so etwas hier muss so, und dass in einem zivilisierten Land nach die Leute so den Dreck überall zum Fenster rausgehen. Ich meine, wir haben Kampagnen gemacht, wir informieren, wir machen alles. Und wenn ich den Abruf, wo jeder Verein respektiert, die Gemenge, an Gemengen habe ich, dass sie noch nicht die da sind, für den Dreck von Generalen abzugreifen. Also ganz vor allem ein Appell von hier aus, da wenn ich mal abzahlen. Voilà, ich meine, das ist alles, was ich heute zu sagen habe, am André Courrier, da gebe ich vorhin noch kurz in Nora gehen, danach Nachteilungen. Ja, guten Abend. Also, der letzte CA vom CEGR, der war 26.01.2021. Und da sind Rapporte von den CA vom 3. Dezember, vom 4. Januar, die sind approviert gehen. Zweiter Punkt stand die Erhöhung von Tarifen für die Interventionen vom Service de Proximité bei den Klienten. Das ist das, weil der Mindestlohn, den hast du erhöht gehen auf 12,76 Punkten. An den Tarif vom CGR, der soll nie unter dem Mindestlohn liegen, sodass wir den noch den Stundentarif von müssen hegen. Und der Betrag ist dann nur 13 € die Stunde. Es gibt auch ein Forfait von 5 € pro Equipe für die Funktionamenskosten gefragt. Das ist aber Maschinen und Transport. Und da haben sie einfach ein Forfait von 5 € gemacht. Und dann, was die Intervention von dem Schneeschuppen betrifft, da haben sie auch einfach 15 € gesagt. Und die Schneeschuppen, die limitiert sich dann aber auch wirklich schüsst auf den Trottoir, auf den Weg bis bei d'Entrestier, und auf den Fußgängerweg bei der Garage. Das Tarife, die sollen dann ab April in Kraft treten und die Leute gehen auch per Flyer dann informiert. Am dritten Punkt, also die wird Personal geschwärzt gehen, und da sind unter anderem dezidiert gehen, dass als Salarie Sicherheit schon am Wert von 55 € kriegt. Dann ist dem Equipe Ménage gegangen, wo weiter Infoen von anderen Bootsfirmen angeholt sind. Und dezidiert, dass dann login, dass die Bootsfrauen auf jeden Fall morgens immer auf das Siege kommen, und von da aus dann auf ihre jeweiligen Arbeitsdestinationen fahren. Und der Conseil hat dezidiert, dass man dann nicht mehr mit Privatautos, mit Serviceautos fahren werden. Und da gehen verschiedene Offeren für Benzin, aber auch elektrische Autos angefragt. Da ist auch dezidiert gehen, dass der Kontrakt mit den Klienten für das Service Ménage ausgeschafft wird. Batster wird dann ab dem 1. April auch Service de Proximité beitreten. Und der CGR, den hat bis immer die Nistkäste für Natur und Umwelt ewig Zierdal zusammengebaut. Und Jim Schmitz, den hat auch konfirmiert, dass diese Aktivität noch weiter gefördert wird. Und hier soll dann eine schriftliche Konvention mit Natur und Umwelt gemacht werden. Am nächsten Punkt ist dann den Bon gegangen von 50 €, den alle Beneficiäre kriegt. Und die können sie dann an all die Kommerzen aus der Gemeinde, die am CGR sind, anlesen. Am Divers ist da festgelegt gehen, dass die Assemblée Générale den 18. Mai wird sein. Und dass aber 2 weitere Members vom CA den Access auf die Konten kriegen, sodass das die Möglichkeit ist, wenn ihnen nicht da ist, dass die Zahlen einfach immer überwiesen können gehen. Voilà. So viel von meiner Seite, von der Frau sehen. Voilà, merci Nora. Da gebe ich die Worte an das Herrschkin, die wollte kurz etwas über Musik schultern. Ja, merci, guten Abend alle. Ehe wir auf den Ordre du Jour kommen, wollte ich noch ein paar Informationen über die Musikschule Sierdal mitteilen. Und zwar betrifft es Kuren vom Jahr 2019-2020. Ich habe nicht mehr spät wie die letzte Woche 195 Diplome und 120 verschiedene Schüler geschickt. Das Arbeit lief hauptsächlich von der lokalen Responsable von der Musikschule und zusammen habe ich mit der Gemeindeverwaltung realisiert. Wo heilo kleinen Resümee über die einzelnen Kategorien, ich gehe nur wirklich nicht in alle Details an. So kommen wir dann auf die 2 Jahre Eweih Musikal. Hier sind 26 Diplome ausgestaltet, am Solfège waren es 55, am Chant Choral waren es 12, am Chant Musical 2, und von den Schötter Jungbläser kriegten 21 Musikanten ihren Diplom.
Da ging ich rüber op Kategorie von den Instrumenteschüler, die auch hier Diploma tun. Beim EW Musikal sind 18 Diplome rausgestaltet gehen. Für das Niveau und inferior 1 bis 4 waren der 45, plus dann noch 4 Schüler von der Formation initial adult. Wenn ihr guckt, wie ein Instrument, das einmal am Spiel sind, wo dann drauf gespielt wird, da sind es Flöten, Klarinetten, Hautbois, Saxophonen, Blechbläser, Dorne, 5 Trompeten, ein Trombon und auch ein Coranfeil. 9 Perkussionsinstrumente, 4 Drumsetten, darin ist auch sogar Durchel dabei, 11 Piano-Schüler und dann 7 klassische Gitarren, ein Bassgitarre und eine elektrische Gitarrenmusik. Dann hier muss ich ganz einfach nur so ein Chapeau. Das ist sowohl für die Arbeit von Monique als Aussprechpartner für die Musikschule an den 120 verschiedene Schüler hier, Eltern, die es fertig tun, hier kann trotz den aktuellen Umständen verursacht durch das Coronavirus, sie weiter zu motivieren, für den Kuren zu partizipieren, hilft das zum engen physisch am Musiksaal oder eben an den letzten Zeiten extra bei den Online-Kuren. Dafür ein ganz großes Merci gilt auch den Enseignern. Für sie war es wahrscheinlich das schwierigste Schuljahr von ihrer Karriere. Und ich denke, mit all den Last-Minute-Änderungen an den Reglementationen haben sie sicherlich ganz oft müssen improvisieren, für Kuren konform zu den Instruktionen zu erhalten. Und das war dann sicherlich für mich, auf puncto Aktualitäten, die Musikschule sehr all. Dann führt. Merci. Gut, merci Serge. Jean-Pierre, du wolltest noch eine kurze Frage stellen. Endokriten, da sind da wisst, watfreng kann also die was du genannt hast, und das vielleicht auch den das Dokument können kreieren. Ja, ich denke, dass die kein Problem sind. Und könnt ihr auch sowieso nur an der Gemeinderatsbord könnt ihr auch veröffentlichen mit den einzelnen Diplomen. Das ist aber ein Dokument, dann, wie ich schon gesagt habe, und Monik hat sich da ein wahnsinnig Arbeit gemacht. Und das ist aber kein Sekret. Gut, merci dazu. Dann kommen wir zum nächsten Punkt vom Ordre du Jour. Da geht es um den Plan kommunal für den dritten Alter. Und da gebe ich dann Nora fortgehen, pardon, am Herbst fortgehen für den Punkt präsentieren. Ja, da sind wir effektiv beim ersten Punkt vom Ordre du Jour. Du hast neben dem Plan kommunal über die Integration, wo der sogenannte Kick-Off am Februar 2019 war, und mittlerweile verschiedene Etappen abgeschafft sind,
geht es beim Ausschaffen von Kommunalplänen weiter. Den betreffend Jugend wird auch kurzfristig lanciert gehen. Heute steht aber mal für den ersten Kommunalplan für alle Bürger ordentlich. Alle beide sind wichtige Etappen aus dem Programm von dieser Koalition. An der aktuellen Situation, bedingt durch die Krise sanitär, merkt und spürt den Alltag immer mehr, wie eng die gesellschaftlichen Momente innen an das sozial zusammen sind fehlen. Für Leute am Alter, die lang sind, ist diesen Umstand natürlich mehr speziell. Also ein Grund mehr, für Erhalt und Ausbau von den sozialen Kontakten zu schaffen, an einen zukunftsorientierten Plan für den dritten Alter zu stellen. Die Bodenkommission von der Familie, vom dritten Alter und vom Sozialen, das heißt schon mal an Boot, an wie der Chefrat die Equipe rund Lilian als Präsidentin und Violette als Sekretärin kennt, werden sie die Equipe vom Reso an Gemeindeverwaltung wie gewinnt flott unterstützen. Voilà, das war es für mein kleines Intro. Da gebe ich vielleicht dem Gary Dietrich von der Reso das Wort überlassen, den ich alle guten Fachmänner über die Mission informieren werde. Und ich denke, auch nur seiner Präsentation, ob Fragen Red an Antwort wird stehen. Voilà, merci. Ah, okay. Kabel stremde bisschen dafür. Oh, verrutscht noch etwas. Ah, voilà. Voilà, ja, guten Noven, guten Match. Ich präsentiere erst die Doffer, die wir zusammen mit der Kommission ausgeschafft haben, wie das schon angekündigt ist. Das so, dass es hier heute darum geht, au bout du chemin einen Kommunalplan auszuschaffen für Deler Leute aus der Gemeinde, dass du Kommunalplan hecht, dass sie wissen, wer den für wat bis wenn nie möchte, und aufgrund von welcher Datenlage, also was Götter ist dann, was informiert ist dann darüber, dass das, was wir wollen machen, noch das, was gebraucht wird bei den Leuten. Das hat Ulayes Finalität bei der Sache, und dafür soll Lommel ein Etat des lieux ausgeschafft gehen. Und voilà, wir haben eben da zusammen mit der Kommission geguckt, was das Ziel von der Sache und sie daran begleitet für sich eben den Etat des lieux so auszuschaffen, wie man schaut, also DW umzugehen, für ihn so auszuschaffen, wie wir erst heute präsentieren. Tisch geht aufgrund von einer Analyse darum, für zu wissen, was wir prioritär und für was. Das Ganze soll stattfinden an 4 Etappen. Tisch soll ein Sondage gemacht gehen, den online, aber auch offline soll stattfinden, wo die Leute gefragt gehen, voilà, wie ist die Situation, was sind hier Besoin, und für dummer auch herauszufinden, was den dann sollt machen. Für das herauszufinden, muss ich natürlich die Antworten muss ich analysieren
an wir gucken aber auch aner Donnneen, die schon do sind. Natürlich Demografie, da tun wir schon zusammen mit der Kommission zum Deal abgeschafft. Es gibt ja auch schon ein Etat des lieux am Kader vom PINS, vom Integrationsplan. Auch da sind Donnneen zum Deal zu der Frau von nähere Leid, an der Situation von nähere Leid. Und dann beginnen doch eine Reihe anderer Donnneen, die wir wollen all zu summen, das ist dann die dritte Etappe, wirklich einen Rapport zu Summe stellen, den dann jede Rängen, den sich dafür interessiert, den Abblick méiglech Storanner op eng strukturiert a klar aderweis. An déi Resultater, die dobei herauskommen, die sollen dann noch präsentéiert gin auf verschiedener Form, sowohl natürlich dem Gemengerot der Kommission, aber dann eben noch de Bierger. Das sind déi, die sich dann noch bedeligt tun uns engem Sondage auch gesi wat dann Donno do mat der geschitt. Voilà, dat ist dat ganz eng Demarche déi duerch och COVID-Bedingungen hummer als dofir entscheet oder dass dat ma ha proposéieren, dass immer den Prozess vum PINS, also vum Integrationsplan och am Fong dummer der verbannen, weil dat se net just Ausländer oder just iwwersicht so. Et kann sinn, dat se beide da gin net viel Verbindungen zwischen den verschiedenen sozialen Thematiken noch, dats der dehnt, der dann da sucht, dass de PINS erworen ein Biergerbedeligungsprozess ass am soziale Bereich an der heute eng ähnlicher Projekt an COVID bedenkt, dat ganz doch méi an den digitale Raum zum Deel geht. Net nëmme wenns COVID och wëlet wicheg ass wann en et Bierger bedeelech, dat se dann noch transparent umlaufenden hält, wo ass die ganze Sache run. An do sind wir gegangen bis op Barcelona fir eng Open Source Plattform zu fannen, die ha kind agesat gin, fir das eben online verschiedene Module können benutzt gin, fir dat Leiit sech online bedeelegen, an erwo de Swivi von der ganze Sache online immer können gesinn a gesi wie het weitergeht. Die Plattform hecht DCDIM, an die wird dann an absehbarer Zeit op pins.schütranche.lu umgesat gin. An do wird dann ein Questionnaire online kommen, auch zum dritten Alter. Dann Doffer, die mehr als de Reso machen, dass die Arbeit, die mehr do machen, für die Gemeng dann eben noch bezielt, die präsentieren ich am Detail. Voilà, net immer wär das vielleicht verbonnen noch Arbeit mat so enger Demarche. Eis Rolle als Gemeng daran zu begleden, wenn das Gemeng, das an diesem Fall ganz viel auch Terra Kommission, aber natürlich auch de Cheferrot Gemenge Beamten, die dat Höllefe noch mal umsetzen. An dat op eng Äder weis, dass den Bierger sech so gut wie méi joch könne bedeelegen, do wo het sinn mecht, an do wo het méiglech ass. Der Stoffer, die besteht aus enger Bekleedung von 4 bis Hannen, wo mehr en gewissen Expertise am soziale Bereich matbringen, der Tisch mehr kennen als eben der aus, wer dann den Bereich kann machen, wir kennen noch verschiedene Akteuren, aber wir können also auch gezielt je no besoin rallieren an die verschiedenen Sachen, wie heute die Leitfaden vom Ministère de la Famille, dem dann noch geguckt und die noch Kommission sich schon geguckt hat, an da gehen eben noch eine ganze Reihe anderer Akteuren, aber wir gucken noch, was am Ausland an dem Bereich zum Teil geschieht. Dann ist natürlich das Projektmanagement, den dort zu machen ist, wo man auch machen, an eben für allem Kommissionen an ihrer Arbeit begleden, dass die Kommission sie wieder wisst, wieder ganz gut wisst, Leute, die da auch an ihrer Freizeit machen, die also nicht vom Neues bis so drunter können schaffen. Und das mehr schaffen der Kommission so, für dass sie hier Pläne auch können eben umsetzen, dass das auf jeden Fall sei Approche bei der Arbeit. Dann als Stoffer auch besteht aus der Kommunikationsarbeit, das heißt Grafik, die ihr braucht für den Questionnaire und Leute zu schicken, für den Brief, für den Rapport zu publizieren, dass das alles besser wie als ein Guss ausgesät, für das ihr merkt, dass das gehört zu summen. Die geht dann noch von uns gemacht, aber auch die Redaktion von verschiedenen Inhalten, für das sie bei den Leuten gut
könnt an noch dort Gestion de Projekt, dass dat dann bei der Imprimerie schlussendlich können dann hanno an der Bord, wo jo auch Gemenge Service aber viel dat ze dienen hun, wo mehr dann de Kontakt machen an bisssen de Link auch mache, für dass der dann denen Zeiten opgeht, wohin sich firhält. Dann also habe ich da wo vun engem Rechercheinstitut bisssen, wo es darum geht, Sondage auszuschaffen, Sondage ausschaffen, Froen opstellen, da das net ja, dat muss zusammenhängen, du muss in links man denken, du muss wissen, wat will rauskriegen, aber ich stelle den dann froh, da rauszukriegen. Und das ist war den, wo mehr mat Leute schaffen, diese Stummer da auskennen, aber wo man da sicher sind, dass das dann noch das Resultat das, was man will, du hast ja viel Arbeitsopwand, da verbunden sind, viele Leute, die sich mehr machen, das auszufüllen. Das geht gedreckt zum Deal, das geht online gesagt und das gehen die Resultate ausgewertet. Da muss doch gut Konzeption gemacht gehen und natürlich auch die Auswertung hin. Und dann geht es darum, auch Diskussionen zu begleiten und zu moderieren, dass auch darum auf die Resultate kommen, wo jeder sich kann abbringen und die Konklusionen können gezugehen und noch verschriftlicht gehen, die dann den Leuten wichtig ist. Was also den Auflauf, den zeitlichen Auflauf von der ganzen Sache, also eben die verschiedenen Phasen habe ich ja schon abgelöscht. Der erste Sondage wird ausgeschafft, März, April. Da wird publiziert, dann an die Antworten muss ich dann noch kriegen. Du hast dann auch wirklich zu gucken, dass die Leute sich darunter beteiligen. Das dann April, Juni. Die Analyse von den Resultaten gibt man mehr an den Sommer verlagern, wenn mehr da können schaffen, also die anderen vielleicht an der Vakanz sind, an denen sie nicht geworrechen, für zum Beispiel Antworten auf Fragen zu kriegen, da das dann die Zeit sinnvoll genutzt, für dann für die Rentrée mit einem Rapport an die Kommission zu kommen, an den Gemeinderat zu kommen, die können zu diskutieren, und noch danach Sachen können anzubauen, und dann eben die Präsentationen und Diskussionen zu führen. Am Resümé bei die Arbeit, die wir machen, ermöglicht eben, dass der ganze Prozess stattfand, dass die verschiedenen Sachen dort zusammenkommen. Oft für so ein Projekt zu machen, bringen am besten schon einen Service, den sich um so Sozialpolitiken kümmert. Die Arbeit, die verholen wir heute, das ist die Gemeinde muss lokal erstellen, den sich nach Raschafft, an denen dann aber auch nicht all die Sachen kann machen, wie Sondage publizieren oder Grafik machen. Das sind dann die Sachen, die wir dann auch machen. Das heißt, an der ganzen Offer ist du ein bisschen alles drauf, dass da rauskommt, was die Kommission mit uns diskutiert wird und auch von uns gefragt wird, aber was auch der Gemeinderat manchmal will, mit auf den Weg bringen. Voilà, ich meine, das waren die wichtigsten Elemente. Dann sind noch viel erfroren. Ja, ich gehe dann ihr vielleicht die Frage von den Conseillers lassen, wollte ich noch vielleicht dem Lilian Ries, Präsidentin von der Kommission, noch ein bisschen das Mikro gehen. Das hat ein kleines Statement, dann kann ich auch alles viel lernen. Merci. Herr Dederich, merci für die gute Präsentation. Ich meine, Lothar gesehen, wie das alles da verläuft. Ich will dich aber auch noch sagen, wie es dazu gekommen ist, weil den Plan kommunal vom dritten Alter, das hatten wir schon lang bei uns im Ordre du Jour, aber es schon an der Kommission für drin. Ich meine, der Weg weiß Bescheid, dass man da immer mit Führung geholt und ist immer gefragt, wie können wir das machen. Man ist auch bei anderen Gemeinden mal schlau machen. Aber ist aber eigentlich nur zu groß für ich und so etwas selber auf den zu setzen. Da sieht schon selber, so etwas kann ich als Benevoler noch als ganz gute Benevol kriegen, das schon gut nie rund. Du haben wir dann mal an das Familienministerium gewandt und den Conseil supérieur des Personnes âgées und bei RBS, beim Club Sierdal. Und du hast also Björn Meister gesagt, wir sollen uns professionell Hilfe holen. Und das war schlussendlich die Lesung. Wir haben, sind wir in der Reso gekommen,
die man schon kannt durch die Integrationskommission. Und da hat man natürlich auch die große Chance, oder wie das soll sein, dass in Summe schafft, dass man einen Plan konnten und einen Integrationsplan mal Druck knappen, weil schlussendlich, da das ja übergreifend von Analyse gemäht geht, nach Recherche gemäht gehen, die Halle ja nicht auf einem gewissen Alter, ob da das ja einfach übergreifend. Und du sind wir du eigentlich ganz gut vorgekommen, weil wir so gut begleitet sind vom Reso. Aber was wir gesehen, wir gehen ja in nächster Zeit, denke ich, in Questionnaire raus. Für den, du hast dann laut froh, wenn wir so etwas machen, wie kommt das bei den Leuten an? Wie viele Antworten kriegen wir darauf? Du hast ein ganz Arbeit damit verbunden, oder für das wir die Leute motivieren, sowohl an den Vereinen wie an den Kommissionen, wo möglich ist, dass wir viel Resonanz davon kriegen. Wenn wir den Questionnaire rausgehen, da wollten wir aber gleichzeitig auch eine Broschüre rausgehen mit all den Services, die schon hier an unserer Gemeinde bestehen. Weil an unserem Questionnaire steht schon an unserem wir wollen Besuch für die Leute kennenlernen, aber wir müssen leider informieren, dass schon ganz vieles da ist. Dafür ist es ganz wichtig, dass wir da eine Begleitbroschüre rausgehen für die Leute, die vielleicht nicht so courant sind, so die Knäpfchen, Repassierou, Ackershilfe, es sind so viele Sachen in unserer Gemeinde. Ich meine, also rauskommen, wie man mit Reso geschwärzt hat, dass es in unserer Gemeinde schon ganz, ganz viel gibt. Und da sind wir gespannt, wann die Resultate von dem Sondage analysiert gehen, was nach die Leute gerne hätten. Und dann, wenn natürlich das da alles steht und so, ja, da geht es ja an der nächste Fest, das ist ja dann wahrscheinlich nächstes Jahr drin, die Besucher abzuschaffen, zu gucken, was erholen wir. Es geht schon nicht durch, für eine große Etude zu machen. Es geht schon darum, dass ja nur etwas rauskommt. Aber das ist natürlich am meisten auch interessiert, also als Ulla sagt, dass das Herrsch für Drogen gesagt hat, dass der soziale Kontakt, ich meine, wenn die schlimme Covid-Zeit denke, rüber ist, wie motivieren wir die Leute, für Matzmann überall, für sie zu bewegen, für einen Verein, für einen flotischen Treff zu kommen. Hier kommen eine ganze Gruppe Herausforderungen auf uns durch. Und das wird man bestimmt gut meistern, weil wir sind gut enkadriert vom Reso, vom Herrn Dietrich und der Madame Even. Bis dahin hatten sie schon viel Geduld, aber da ist so nicht noch merci dafür. Sie viel Mailen, viel Zoom-Konferenzen und Versammlungen und so. Wir hatten schon viel Arbeit. Wir schaffen gut mit ihnen zusammen. Sie begleiten uns immens gut. Und auf unserer Gemeinde, bei unserem Schäferrot, kriegen wir auch immer für alles in Open Dauer. Wir können auch alles da organisieren und aufrufen. Das klappt immer alles direkt. Und noch nicht mehr so kann man weiterkommen, weil das schon aber ganz komplex. Und dann nach einmal sind wir immens froh, dass wir mit der Integrationskommission so zusammen schaffen. Zusammen geht es natürlich immer viel mehr, und das heißt dann nicht mehr Talschen von der Arbeit. Also wir hoffen, dass wir da einen guten guten Kommunalplan vom dritten Alter auf B bringen und dass wir da flott Resultate haben. So, merci. Gut, ich wollte dann noch ein paar Worte dazu sagen. Ich hatte am Anfang 2, 3 Fragen und ich
Dir wëlt jo die Leiit iwwer 55 errechen, so wie am Text steet, vun 55 Joer run Nowen. Huderech jo dann noch schon bestimmt Gedanke gemerk, wieviel Leiit dat dat bei uns an de Gemeng iwwer hat sinn oder nannet, dat ass och net so wichtig. méi fir Mëgers wär awer wichtig ze wësse, wo der un die Opstellung vum de Wie kommt. Ech menggen du hast du hawen net egal op en datlo 100 Leiit sinn oder her no 600 Leiit sinn oder so wat muss opgeschafft gin vum Sondage an so hut er do schon Erfahrungen modernere Gemengen a wann wieviel Prozent vun ginn her no vun den Leiit also wieviel Prozent machen her no mat bei dem Sondage. Dat wär die eich froh, an dann die zweet froh hu der den de Video opstalt ass do mat TVA oder oni TVA, dat das och net dabei, dat wär de moll fir am Ufang. Ja, ich muss gucken net lo no op Dokument wo der gené hut, dat miss normales präziséiert sinn, ob et mat TV oder Oni. Was muss mir TV verrechnen als Société kooperativ. Wat et froh geht, as Nënnerscheet dem no wéivi Leiit antworten, den ass relativ gering. Das awer wichtig fir Resultat, dats viel Leiit antworten, das für allem do wichtig. Mehr werden am Schulfalls net méi verrechne, weil Lobemol en immense Reklaf sinn, dats du méi Leiit antworten, dats du méi repräsentativ die ëmfro sinn. Mehr hunn dat das ganz ënnerschiedlech wat Retouren he sinn pro Gemeng. An mehr wollten do mat der Kommission eben aktiv gucke, wat kann e machen, fir dat sind Leiit eben antworten. Dat déich as natürlich tutbord, da noch een Envoi zu machen, wann dat net durchgeht, da kann en Stammmo gucken, wat krit vu Retouren, dat gesäit jo dann am Sondage, wer eng Alterspacht huet méi reagiert zum Beispiel oder wer eng Nationalitéit huet vielleicht méi reagiert oder wie en Duf huet vielleicht méi reagiert. An dann do, wo net soviel Reaktionen huet, dats déi awer net an der Solo weil Mënzbech ganz gefehlen oder ganz gering de Reklaaffaire an dem wo man hunn, da giwe no enker spezifisch vielleicht perélech Brewer machen oder so go ufennken Leiit unzurufen oder mat der Kommission gucken kann en do die eng oder aner Initiativ ergreifen. So, dat wo Mä jo de ganz Zeititen de Blick können drop halen. Online ass dat datch méi einfach och fir d Resultate ze verschaffen ass dat mir einfach, wie wann mal lo viel op Pabaier ëm kreien, méi beides werd awer méiglech sinn an de Preiswert net variieren. Da seich ja, wann de Reklaf net so einfach kënnt, da werdet de be méi oberbecht sinn, méi wetten awer do selber da seich dat Ziel keng Regiestonnen dran geld, dat schon in de wie so wie du steht. Wir hoffen, dass dann so gut wie möglich vor 4 ranzumachen, dass es so gut wie also relativ einfach dann da lebt. Donne lo wie viel Leute an der Alterspacht sind, das kann ich ja nur gucken. Da hatte mir schon eine Zwischenabstellung gemacht aufgrund von den Donnen, die man von den Gemengeservice aus dem GESCOM gekriegt haben, an noch mit der Kommission schon gedealt haben. Das kann ich ja nur gucken. Ja. Nee, also ich selber schwese schon mich auch immer informiert méi ich wollte wisse von ihr ob dir schon bei andere Gemengen gëtt je dann bestimmte Prozentsatz zu dem Schiffer vu Leiit die bleibe bei uns an der Gemeng sind dann nämlich 1221 also die betraff wären méi do vun déier Recht da jo awer net alle Goeten. Schmengen gëtt jo nëmmen de bestimmte Prozentsatz an das dat werdech gedurcht het er eventuell schon op andere Gemengen 5%, 10%, 20%, ich weet net gëtt so eng angab. Mit das net so wichtig lo fir dat ganz also ich will das ganz unterschiedlich muss ich einfach so dat hängt doch fikstu vu no me probéieren für allem vu Gemeng zu Gemeng lehre mir auch bei wen sech uläet beim Pinz man zum Beispiel e ganz gute Recklaf gehabt für allem wat Atelier nu geht für den de Schwa fir verschiedene Gruppen gezielt an noch individuell unzuschreiben. Die huet gut funktioniert für allem für die Leiit iwwer ab 55 huet dat ganz gut funktioniert.
an heinst du wann net tank doch davon auf wie groß as de Bës war grad do. Ja. Also ich muss soen wat den dritten Alter ugeht, hummer biselo nach Keen so sonders gemacht. Du net der Verfahrungswerter vum am dritten Alter schaffen. Wir schon Seniore Foren Gemerer Gemengen kann das mat der Thematik aus, aber Lo sonders schon mehr an dem Bereich net gemacht, die Hummer am Integrationsbereich gemacht oder an der Chancegleichheit gemacht. Dofir ginnet zuviel Sache fir wo en lo net gené wees allgemeng as immer bëssen egen denkt du vun of wie stark Kommissionun sech mat ersetzt an den de Relais oder bësse bei de Leiit mcht. Dat sind einfach Faktoren, die lo net wo net kann reschlese méi. An gro kann e soen, dat bei engem Marchantion vun 1200, wann en do bereklaf kënnt vu 200-300, dann huet schon gut geschafft. Dann as se schon fir déi Populationun schon immens repräsentativ so. Dann hast du gut fichech nach so gut wie méich iwwer Tierfer ze verdeelen an iwwer Äner Kriterien man fra an so Sachen. Just eng Präzision. Wir hatten nicht vieles in Tutbords, aber wir hatten effektiv vieles eng Lettre personalisiert zu machen. Da kann ja immer do verfolgen, wen ihn ugeschrieben hat, wie sehen dat, und das dürfen wir ja leid Datenschutzgesetz, dürfen ja dat als Gemeng, weil in Tutbord, das bringt nicht gerade so viel, wie wenn ihn die Leute persönlich schreibt. Und hat ihn dadurch mehr gezielt selber an der Hand, wie wenn das so durch verdeelt wird. Gut, Cem, du hast eine Frage. Ja, ich bin ganz kurz froh, wir haben hier am Dorf ganz aktiv am IPERAS, die schon jahrelang, jahrelang sich für die Leute aussetzt, an viele Aktivitäten macht. Da wollte ich froh, ob am IPERAS auch mit Rügel zu geht, weil die ja ganze Gruppe Membern, wo sie auch ihre Adressen haben, für auch dann intern bei ihnen die Aktivitäten zu präsentieren, ob doch am IPERAS du mit gesehen hast. Ich kann dort direkt eine Antwort darauf geben. Wie ich vier Tage gesagt habe, wir kontaktieren alle guten Vereine, da wird am IPERAS selbstverständlich mit dran. Es soll bei dem Drittaltersplan aber nicht ausgesehen, wenn ich da mitmache, schon 55 plus, sind ich bang an der IPERAS, ob ich will oder nicht. Wir wollen das wirklich ganz separat halten. Und der IPERAS ist nach wie vor ein Hauptziel, aber nicht ausschließlich. Das hat bei den Vereinen am Vertrag gesagt. Ja, so ist es immer ganz wichtig, an der Approche mit den lokalen Akteuren zu schaffen und den Kontakt zu haben. Schon bei Pins hatte man auch mit Club Senior, den heißt Club Sierdal, genau, voilà, der Club Sierdal hatte man durch Kontakt zum Beispiel. Und das ist immer ganz wichtig, weil du kriegst den Empfang zusätzlich zu der quantitativer Informationen, die in einem Sondage kann sehen, kriegt ganz viel qualitativ Informationen, die in da kann verwerten, auch für zum Teil Resultate können Matze interpretieren, hilft das ganz viel. Und auch zu froh mit der TVA, also en effet, dass du hast doch auch TVA, und da könnt TVA dabei. Jo, Ali? Die hat wieder gesagt, es soll nicht so viel auf Vereine zurückgreifen. Für die Retour von der Questionnaire, weil die Frage haben wir auch schon ein paar Mal abgeworfen, was ging dir da vorschlagen, für das den so viel wie möglich Antworten kriegt? Weil das geht ja ein enorm Arbeit. Wir hatten gesagt, wir greifen auf Vereine zurück. Selbstverständlich auf Vereine greifen wir zurück. Ja, natürlich. Weil das ist ja durchleben. Und am Vereine, die Leute an den Vereinen, das sind ja die zählen. Also auf jeden Fall hat er gesagt, an den Vereinen, an den Kommissionen, hat man bei uns gesagt. Ja, ja. Also gibt zwei Art und Weise für so viel wie möglich, also als Erfahrungen am meisten Retour kann bringen, den das eben den persönlichen Brief, die Leute umzuschreiben und zu erklären,
für was für die Gemeinde wichtig ist, eine Retour zu kreieren, für was das gut ist. Du gibt eben eine Reihe Leute, die darüber aber wirklich reagieren, wenn die Gemeinde sie selber ausschreibt oder nicht, und tut möchte. Das ist der den, und der andere ist natürlich den direkten Kontakt. Und da sind noch die Vereine wichtig, wenn die Vereine für Lancement oder parallel zum Lancement vom Sondage mal an Boot geholt gehen, da können sie das an die Tiere Leute weitergehen. Aber wenn einem sieht, da hast du das Sondage gesehen, hast du schon ausgefüllt, das heinst du just den Rappel, mir heinst du doch, also du fandst das wichtig, man dann da man ich da doch halt, also den Bouche à l'oreille, den hast du da ganz wichtig. Und da muss das muss direkt so umgehen, aber wenn dann den Return noch nicht ganz so hört, dann muss ich nur ein Null lesen sozusagen. Okay, nee, weil ich kann mir so vorstellen, dass verschiedene Leute auch hier Schwierigkeiten haben, wie überhaupt den Questionnaire auszufüllen. Ja. Ich meine, du geht es ja schon mal ich denke mir, dass Vereine mit angebunden sind, also das ist für mich klar. Aber dass die Arbeit noch. Ja, bei dem muss mehr da machen, für die Resultate zu verschaffen, das ist ja unser Job. Also das machen wir dann. Wenn während dem Ausfüllen irgendein Problem soll tun, dafür werde eine E-Mail-Adresse und eine Telefonsnummer gehen, und dann kriegen die Leute auch geholfen. Auch wenn sie das zum Beispiel online wollen machen, dann sind sie da, oder eben noch ein paar Bayer, da werden schon auch Hilfestellungen angeboten gehen, dass du lokal voilà, und den Akt hängen bleibt. Also, weil das ist nämlich genau, immens oft das Problem, dass Leute schon gern wilden hier mitdelen, aber nicht so hinkriegen. Ja. Nee, wir können da doch mit den Leuten am Telefon ausfüllen, zum Beispiel. Okay. Wenn sie ein paar Bayer kriegen, sie rufen uns an, und sie sagen, no, ich sehe nicht so gut, ich kann das nicht ausfüllen oder so, dann machen wir das natürlich. Ja, das Tipptopp. Ich bin zu so, ich meine, die Diskussion, die wir feiern, für uns Leute zu kommen, wie füllen die Leute das aus? Ich meine, genau das, Lilian hat es gesagt, wir sind schon Jahren am Gang, die Kommission für die Runde hat schon geguckt, wie kommen und Leute, wie machen wir das? Und das ist eben noch der Grund, für was wir wirklich als professionelle Hilfe holen, für genau die dort Probleme alle gelöst zu kriegen. Weil wir geben nach Jahren diskutieren, wir kriegen das manchmal lange nicht auf 3, aber wir werden das so ausgewertet kriegen. Ich meine, hier ist ein guter Invest. Wir haben gesehen, dass wir beim Integrationsplan haben wir den Exerzice auch gemerkt, da sind Retouren noch gekommen, das hat aber gewissen Dingen am Münner und noch proper Dokument, hier wird man auch gesehen, dass du aus verschiedenen Sachen dabei herauskommst. Und sind überzeugt, dass wir das Europa gut hinkriegen. Ich meine, die Kommission ist motiviert, für das durchzuziehen, noch die Integrationskommission, für das wir da einen kompletten Integrationsplan, einen Altersplan, Jugend-, Kommunalplan kriegen. Und das geht bestimmt so. Voilà, da gebe ich proposieren, dass wir über den Devis aufstimmen, dann gibt man dann an einer nächsten Sitzung dann noch gucken, dann muss man einen Zusatzkredit stimmen, wenn wir 20.000 € nehmen am Budget, wir geben dann den heutigen Devis, die Aufwärts mal so aufstimmen. Sergio? Ja. Ich wollte noch just einen Zusatz dann zum Devis sagen, das gibt dann auch eine Tradition gemacht, die gibt dann im Moment in-house an der Gemeinde gemacht, von den Ressourcen. Das heißt, da wäre ja dann der Monat von 19.474 € ohne TVA, wo man da geben aufstimmen, wenn die Rolodoma da d'accord wird. Merci. Voilà, wir da aufstimmen. Ali Altmaisch, Bakvik, Serge Eicher, Nora Foggiarini, Ja. Joch, Jem Kaufmann, Claude Marsan, Lilian Ries, Ja. Serge Stein, Ja. Nico Welsch, Ja. Anne-Gilles Altmann. Ja. Voilà, merci. Da hat man das dann erledigt. Dann sage ich schon Gary merci für die Präsentation. Und dem Serge auch. Und dann gibt wir auf den nächsten Punkt kommen. Da geht es den Avis über den nationalen Plan über die Luftqualität. Und da gebe ich Nora als Umweltchefin dann die Worte für das dann heute zu präsentieren. Ich wollte just eine kurze Parenthese machen. Ich hatte das viel vergessen zu sagen, dass wir im Gang sind, eine kleine Gruppe
sind wir am Gang gemacht, für heute Schütter zu organisieren, probieren zu organisieren, wo man dann natürlich gucken, wie zu summe mit Sandfällen, aber nicht ran wollen, so Roulement dran kriegen, das nicht den Nämlichen da ist, aber das zum Beispiel alle Woche ein Geheim, ein Cadeau, plus minus auch die nämlichen Händler dann hinkommen. Und da so auch direkt das Lot nicht den Niederan will aufhängt, an hier nächste Markt wird der nächste Mende sind, Mendes nur mit zu Niederan, wenn können wir mal gucken gehen an. Wir haben uns Ziel gedacht für im Juni dann Prätze sind an auch auf Schütter dann im Markt können zu machen. So, und da geht weiter mit dem nächsten Punkt. Da geht es, wie Jean-Paul schon gesagt hat, um Navi über das Projekt vom Nationalplan, über die Luftqualität. Wie die meisten wissen, hat uns gemeint, schon 2012 und 2013 ein Projekt für die Mussen vom Stickstoffdioxid an der Luft gemacht. An der Basis von der Konzentration von dem Gas an unserer Luft wird die Luftqualität bestimmt. Was die Konzentration natürlich mit dem was die Luft man verknascht, also mehr besonders. Ziel vom nationalen Plan über die Luftqualität ist es für die Werte vom Stickstoffoxid 140 Mikrogramm de Meter Kipp zu halten. An der Konsultation publik haben die Leute, die Assoziationen noch die Gemengen die Möglichkeit, ein Avis über diesen Plan aufzugehen, wo sie spezifisch Probleme, aber auch Lösungen mit ableiten lassen können. Am Vierfeld will ich eine ganz große Merci auch an unsere Umweltkommission gehen, die ein Avis ausgeschafft haben, an den natürlich auch mit angeflossen ist, an dem Daniel Fließ, natürlich unserem Energie- und Umweltresponsabel für seine exzellente Arbeit, auch eine große Merci. Und dafür überlassen ich ihm auch Lutfurt für den Plan, sowie den Avis mit einer flotten Präsentation Minute zu bringen. Merci Nora. Bei wir können ich kurz auf den Kader von dem Avis, von dem Plan an. Heise kleinen Resümee werde ich euch alles vorstellen. Für dich mal, was sind überhaupt Aktivitäten, die die Luftqualität beeinflussen? Was sind Probleme davon? Wie gehen Konzentrationen gemäß? Was ist die Diagnostik zu schütten? Und dann gehe ich noch kurz auf den juristischen Kontext und auf den Projekt vom Plan sowie bei den Avis an. Was sind Aktivitäten, die die Luftqualität beeinflussen? Da kann keine große Überraschung hören, dass der Straßentrafik, das sind Heizungen von den Leuten, das ist die Landwirtschaft und das sind die Industrien. Es sind noch eine andere Sache, mit der Toten, dass das, was die Umweltverwaltung am Anfang festgestellt hat, was zu Lützeburg die 4 Hauptaktivitäten sind, die einen Einfluss auf die Luftqualität tun. Bei sind dann eine ganze Gruppe chemische Elemente, Verbindungen, die die Luftqualität beeinflussen. Ich gehe nicht auf den Detail an. Wir werden mir zu Lützeburg hauptsächlich gucken, wer doch an den Plänen dran ist. Das sind Stickstoffoxide, die sogenannten NOxen. Was sind Probleme von einer nicht hochwertigen Qualität von der Luft? Da gibt es auch einen Rapport, den die Europäische Umweltagenz publiziert hat. Das heißt also der Cover von 2020, da sind da aber auch schon 4 gemacht. Die haben an dem Rapport eine Grafik publiziert, dass es verschiedene Probleme gehen. Erstens auf die Ökosysteme, zweitens auf das Klima und drittens auch auf die Gesundheit des Menschen. Und zwar direkt Influenz, aber auch Influenz oder Probleme, die können durch eine Degradierung von Ökosystemen oder dem Klima kommen. Also da als schon eine Interaktion zwischen all den Stoffen und zwischen Ökosystemen und Menschen und Klima festzustellen. Sie haben dann an ihrem Rapport auch publiziert, dass an der Europäischen Union 430.000 Leute freizeitig sterben durch Probleme mit der Luftqualität. An die Lebenserwartung von den Leuten geht am Durchschnitt 7,4 Monate auf. Letzten Monat war ich hier und schon über die Comedy geschwärzt. Da haben wir von 12.000 freizeitigen Stirbfällen an der Europäischen Union geschwärzt. Das war Comedy aus den 2 Texten, Risk laut den Etüden, den es gibt, also Umweltrisk, den es gibt. Und hier sind wir dann wirklich bei dem höchsten Umweltrisk, den es gibt.
an der das net neicht was Faktor 36 tschen den freizeitigen Dodesfäll, die no ihre Methoden ausgerechnet gesinn. Wat gëtt zu Lützburg der Gemer fir die Konzentrationune vun der oder respektive Luftqualität zu mussen. Du gëtt ein telemetrisches System, dat sie fix Stationen der Genetiven am Land, déi eigentlich all der oder all Stunden schwese net genau Daten senden an dats eng Kontinuitéit an der Messung vun der Luftqualität. Da ginnet da gëtt eng Biosurveillance, dat das anhand vun Pflanzen, vu Flächte, vu Moosen also weiter déi sinn hauptsächlich opgeriecht bei großen Industriesitten. Und da ginnet nach die net telemetrisch, also die net automatisch Moosstationen do mecht schëtter dann och mat. Dat sinn du ginn Typen agesät, an die ginn dann an de Labor gefauerert an analyseiert. Zu denen Mooskampagnen ginnet dann noch Rapporten, dat das am Kader vum Klimapakt gemerk gin. Du hast 2010 aus der Dugang mat dem mechte Rapport 2019 aus der Rapport och do, den 2020 vu Schëtter dann och mat mecht, den as Lohner net publizeiert, mit ginnewer schon echt vierlefech Resultater. Der Titan ass amfang Resultat vun 2018 wann den do Schëtter guckt, du sei den, dat man einsch en gut Luftqualität zu Schëtter hunn. Verschiedene Werte, die am Rode sind, dass der Grenzwert verfeiert stehen, dann über Schradders, den Nora für drin gesot wird. Das sind hauptsächlich auf große Straßenachsen an großen urbanen Räumen, wo das geschieht, heute zu Schütter, als das nicht der Fall. 2020 sind wir dann mit 2 Moosstationen dabei. Da sind wir leider auch gut, da leider wir weit unter den Werten von 2018. Was sie gespannt op der Rapport von 2020, ob du alle gut Meerstationen ënner denen von 2018 an 19 Leiien Mengen Erklärung ass, dat de Konfinement der auch en gewissen Rolle spielt, manner Trafik huet schon en große Influenz. Du se dir noch, dat die Meers so net wie gut op der Präsentation gesäit, me du ginnet ënnerscheter am Wand an am Summer, am Wander sind die Werte tendenziell immer mi héich. Wie am Summer, dat könnt dann durch die Zusatzbelastung vun den Heizungen an auch deelweis Holzheizungen als dadurch zu erklären. Bei Heineke grafisch durchgestalt, also wir sind par rapport zu 2018 sind wir 2020 noch besser, aber wir sind auch noch weit von den 40 Mikrogramm pro Meter Kiebewäsch. Aber wie Nora schon gesagt hat, war 2012 und 2013 in der Gemeng schon eine Kampagne, das war enke anhand von Flächten als Luftqualität gemoos gehen, an enke auch anhand von den Messungen mit den Typen. Ich gehe nicht an Details an das Resultat von den Flächten als Detail. Gering als gut, blau als am allerbesten, an ein bisschen mehr giel, das ist noch immer gut, aber nicht exzellent. Da sind wir überall bei Werten, die wirklich eigentlich tipptopp sind, sei denn die schlechteste Werte wirst du bei der Autobahn zumindest bestören, dass das eben den Abfluss vom Trafik, den in Hai ganz klar gesagt, auch lernt Sterbdachs, von Schütter am Minzburg an der Straße, also dann noch nicht gerade so gut, wie wenn mehr weit weg ist von der Achse. Hier sind Resultate von den Typen, von den Messungen, auch da war an der Moyenne vom Jahr alles tipptopp. Der juristische Kontext von den Plänen ist, dass es 2008 eine Direktiv ging, die auch an nationaler Legislation umgesetzt ging, dass eine Modifikation vom Gesetz vom 21. Juni 1976 gewesen, also schon relativ alt, Gesetz, das aber immer besteht, an do daneben, dass dann noch ein Reglement Grand Ducal geholt ging für die Pläne und für alle Maßnahmen par rapport zur Luftqualität festzulegen. Der Plan, der wird dann von der Umweltverwaltung erstellt. Wir sind hier im Grafik an der Phase 2, da ist eine Konsultation publique,
Das ähnlich organisiert wie beim Comediesplan vom letzten Monat, den ich da präsentiert hat. Am Comediesplan du hat den Gemengen an Cheferät ganz vorgeschriebene Rolle empfangen. An Hai an diesem Plan hört der Cheferrat respektive der Gemengerat den nicht. Jidverein als frei en Avis aufzugehen, also mir sammeln kein Avis von anderen Leuten, mun aber die Umweltkommission natürlich gefragt werden, Avis, wird die Idee für als Gemengerat einfach ein Avis zu dem Plan zu gehen, so wie Assoziationen an Bürger, an Jidverein das kann machen. Aber die Kommentare gehen dann analysiert, eventuell integriert oder doch nicht. Und dann gibt in den Plan, den richtigen Plan erstellt, das ist kein Projekt mehr, mit das dann der Plan und die Mesuren geholt für den umzusetzen. Was sind Mesuren, also ein Plan, Tab-Mesuren, also das sind so nicht all, die ich aufzähle, mit gehen zwei Typen von Mesuren, das sind die europäischen Mesuren, das ist hauptsächlich der Respekt von den Euronormen für die Gefährer von den Motoren. Da kommen immer mehr streng Grenzwerte. Und dann gehen da auch national und lokal Mesuren, das hauptsächlich dann also Promotion vom öffentlichen Transport, von den elektrischen Gefährern, eine Amelioration von dem Verkehrsfluss und auch nach Information und Sensibilisation. Hier will ich dann noch vielleicht eine Landsbreche für die elektrische Mobilität. Das oft geht immer gesagt, also es wirklich besser für das Klima oder nicht. Wir werden auf jeden Fall der Fall ist, dass besser für Stickstoffoxide, also für die Luftqualität an den Dörfern, am urbanen Raum. Das ist unbestritten. Der Rest, das ist eine lange Diskussion, da kann ich ganz offen damit füllen, das hat man ja auch gemacht. Und da gehe ich schon nicht an Detail drauf an. Aber zum Avis dann, was so mir, oder was das der Vorschlag, was man soll so an dem Avis, den ich vorleite, mir so als erste Remarque, das ist eine administrative Remarque, es wäre flott, wenn du mehr Sprache steht, für das mehr Leute könnten partizipieren. Wir unterstützen auch die Elektromobilität, also wir so, das ist eine gute Mesure für die Elektromobilität weiter zu unterstützen. Und dann können eine ganze Reihe von Sachen, die ihr kennt vom letzten Monat aus dem Comediesplan, das ist nicht verwunderlich, weil das die nämlich Source von Problemen haben. Also das Problem ist der Straßenverkehr hier an der Gemeinde dann hauptsächlich. Und du hast die Comedie wie auch die Stickstoffoxiden, die kommen von der nämlichen Source einfach. Und dafür ist es nicht verwunderlich, dass teilweise auch die nämlichen Sachen, die der letzte Monat gelesen hat, nachher liest. Also da gehe ich dann auch nicht mehr auf den Detail an. Wir sollen dann auch zusätzlich, dass den Teletravail und der Covoiturage auch eine Rolle soll spielen und das weiterhin soll unterstützt gehen. Als Konklusion unterstützen wir oder felicitieren wir dann der Regierung für ihre Approche, für ihre Konsultation publique, für dass Jidverein kann da sein Verkehr beilegen. Und wir fanden auch, dass sie im richtigen Weg sind für materielle Mesuren par rapport zu dem Individualverkehr und auch der Regulation vom Trafik und auch zu den alternativen Carburants. Und wir invitieren sie aber gleichzeitig weiter erfahren, auch mit der Gemengenheit zusammen zu machen im Bereich von der Mobilität, also vom öffentlichen Transport. Für Formulationen, da frohen wir Präzisionen. Wir freuen uns noch weiterhin zu verlängern, den Support für die Elektromobilität, für das an der Gemengenheit dann spezifisch eine gute Luftqualität weiter kann sein, aber auch am Zusammenspiel mit einem Development Ökonomik. Wir sind natürlich dann offen als Gemeng für konzertiert zu gehen, für gemeinsame Projekte voranzutreiben. Dann noch als letzter Punkt divers. Es schwenkt werke der Wunsch da, dass man bei einem Internet-Site verschiedene Parameter zur Luftqualität publizieren. Das gibt es schon. Zwar nicht bei diesem Site, ich meine, wir können das verlinken zusammen mit den Rapporten, die jetzt schon gehen. Da geht es um geoportal.lu, da muss man etwas anklicken und dann also dann eine Karte,
die live die Luftqualität durchstellt zu Lützeburg. Die Karte, das ist für Göster, ich weiß nicht, wie flauer das war, also blau, dunkelblau als exzellent, und deichter Rot als ganz, ganz schlecht. Also wir sind da an einem guten Bereich. Wie das genau gerechnet wird, kann ich nicht sagen. Das ist ganz neu, dass da gibt eine Interpolation von verschiedenen Parametern gemacht von den Moosstationen. Die 7 Moosstationen das sind die en continu immer weiter bringen. Und da gibt es irgendeine Rechnung gemacht, die ich aber nur im Detail leider nicht kenne. Ich gucke mir das aber nicht an. Und dann gibt es auch noch eine App, die heißt Menge Luft, das ist von der Umweltverwaltung eine App. Die kann auf sein Handy laden und dann hast du ein Indiz, den angewiesen wird, ob ich gerade auf einer Platz sind, wo gut Luftqualität ist oder nicht. Und dann, wenn er dann will bei besser Luftqualität gehen, dann muss er sich vielleicht deplacieren. Ob Schütter am besten. Wir hoffen, dass nicht so viele Leute hinkommen, aber schmengen, dass wir das aber geriert kriegen. Voilà, so nicht merci. Vielmals merci. Wenn nach froh sind. Ja. Ist das Mikro? Geht? Trink mal ein Kerl. Ist ja schön, ich kann Dinge raus, trink mal ein Kerl, Voilà. Voilà, ich meine, am Namen von der Vertreter von der DP Schütter begrüßen wir da den die Arbeit gemacht für den Navid auszuschaffen. Ich meine, wir begrüßen den noch an alle Punkten, wie in der Durchgestalt gehen. Also ich meine, da sind ganz viele Ideen dran, die wir absolut auch unterstützen, notamment eben den Array für den Zurarray an der Industriezone und eben noch die von einer Verlustpiste, die direkt so matt geplant ist für den Heienhaft. Enge die vielleicht wo ich nach Gef beifügen als immer froh von den Subsidien für Velosphäre also Mobilität dus ich meine die sind immens viel darüber gewonnen aktuell so Schwes und der Réseau national von der Piste Klable umgeschlossen also ich meine da wäre doch wünschenswert wenn der Staat auch gave lokal oder interkommunal Initiativen die vielleicht nicht Réseau national dann umgeschlossen sind aber auch gave mehr subventionäre weil es gibt einfach Hilfe wenn noch innerhalb von der Gemengen einfach mehr den Mobilität dus kind gefördert gehen. Dann halt ich eng froh am wie ein Gerät gemacht ich mein, hat schon ein geschwar ich wollte dann nur frohen wo de Problem aus für Born der Recherchepublik für Elektroauto an der Industriezone opzerichten. Ich meine du gibt verschiedene Kurien erwähnt das ja aber so dass eine ganze Reihe Entreprisen oder man verschiedene Entreprisen an der Industriezonen schon so bornen hun dafür wollte schon erklären wo denn du exakt Problem aus für so Born der Recherchepublik auch zu kriegen. Merci. Gut, merci Serge für die Suggestion. Ich meine, das können wir ruhig machen für Subventionen, dass die Subventionen für die Velospiste vielleicht ein bisschen mehr Lachstoll gehandhabt haben, weil effektiv das ist froh, die sich immer stellt. Die Gemengen, die können noch nicht unendlich Geld auf Velospiste stechen, und die sind auch nicht geschenkt, und da musst du Staat noch ganz andere Reformen machen, weil ich meine, auch die Gemengefinanzen sind nicht mehr wie sie waren, und da werden die Gemengen das nicht mehr machen können. Was Bornen no geht an der Sondaktivität, du hast so, du hat man da gefrot für Bornen do hinzukriegen. An der Sondaktivität du huet am Fond all Firma huet hier privaten Trafo. Dat heißt, du sie kein öffentliche Trafoen. Du war DMOCD gebaut gin ass war im Moment die für das Gemeingift Trafo du hinstellen du immer selber sehr bewusst gin, dass den ene Großen in einer Klänge brauer an dass dat net einfach fir du immer gesagt mich sein Trafo. Dat Tisch das kind Trafo do. Du sieht Kreos von dir gegen Born, du opricht, dann kostet X, dann wie viel war der Preis? 105.000 €. Ja, an sie schließen, also das Problem ist, dass Kreos nicht auf privat Trafoen Bornen ausschließen geht. Das heißt, wir müssen einen neuen Trafo bauen. Und der kostet dann eben 105.000 € mit 2 Bornen wären da dabei. Voilà. Das ist keine technische Unmöglichkeit, mit das einfach ein Preis, den relativ hoch ist. Ich meine, wir sind aber auch der Meinung als Chefrat, dass ein Kreos die Infrastruktur dahin, also das heißt, wir dürfen nicht bauen, wir dürfen einen Kreos auftreten, sie dürfen rechnen, den Utilisateuren freie rechnen, die sie gingen nutzen. Und da giffen die verschiedenen Ubieter giffen ihre Strom verkaufen. Und statt der Gemeinde gibt es schüsse Reso bezahlen. Wo wir aber der Meinung sind, dass das nicht ganz fair ist, vis-à-vis en plus,
muss ich so seit man wirklich an durch so Aktivitäten alles was da könnt wirklich aufgeholt kriegen der Gro von also mein pro kommerzial fand ich für das Minimum dass du Staat dann aber vielleicht auch mal so erfahren machen und wir sind am Minister noch an Diskussion und ich hoffe dass man da ein Dinge fanden mit mir gehen als Gemeinde einfach nicht immer nur ich meine wir haben die ganze Reso an der so Aktivität um mir gebaut hat Kreos ja nur gratis aufgetreten kriegt für Dinge so Geld dann mal dann wäre vielleicht gut von dann aber mal ein Gift du Staat doch dann da investieren wat iwwer Dauer bezuelt gëtt, dann kann net sinn dat Gemeng dat fir neicht du hisetzt. Mir si man net dadurch mé sinn immer guter Hoffnung, die Hoffnung stirbt zuletzt, gëtt immer geso dann. Wir bleiwen der Hand. Ja, du gebe ich ganz gern awer nach dunhenken. De Kolleg Schwiger nicht mir wäre 4 Joren an enger Reunion um Kirchbierch beim Minister Schneider. An du mir gesot kritet vu Minister Schneider gemeng Schëtterkrit Féier der Bornen könnten installiert gin, an noch finanziert gin mat Ausnahmen vun dem Kraftstrom dat extra muss gelöet gin. Dat Techt normalerweise müssen die Bornen dann auch an der Industriezonen gelöscht gin vum Staat bezuelt gin. Dat mit dem uns gesot krit, dat könne dann den Leitern erinnern. Ja. Du hast Herr Schneider du net gut genug no gelauscht hat. Effektiv huet allgemeng soviel Bornen zu gut. Mit Kächten mir hunn soviel Borne wir mussssen awer dann die muss nicht wo gesagt wo den Uschloss Maximum soviel Meter Kabel an der das Highweben den Trafo zu bauen an dofir Borne krimir direkt von wo man Trafo geregelt dass mir Borne zu bezölen mit den Trafo muss mir aber bezölen ja, gesot mat dem Kraftstrom dabei zu lehen dat fir Gemeng gewicht mit der dann alles genau Claude? Ja, ich wollte dann aber mal Merci so für die Flotpräsentation und die zusätzlichen Informationen, die man kriegt tun. Und dann wurde Schafferrot für den kompletten AV. Ich bin ganz froh, dass man dann eine Referenz geholt und alles mal nicht verlinkt tun, was den zusätzlichen Arrêt vom Zuro geht, dann auch den luftlichen Transport an der Dusser Mobilität. Ich habe noch den AV von der Umweltkommission ganz durchgelesen und ich meine die Punkte, wären noch alle goe mat agefloss an eisen Navilo hai. Ich wollte just eng Proposition machen. Ich menggen dos gesot gin fir de Subsid, me sollen dat proposéieren fir d Elektroauto de soll verlängert gi bis 2021, well net wees wéi Preisevaluatioun ausmengen soll mir mal so bis mindestens 2021 an dann wann en da schon wie weit gesäit. Ich mengg war noch de vun den Taxespéder eng gut Sache mir soll den sich vielleicht auch do nach méi lach dat formulieren. Dann ein anderer wichtige Punkt, den normal wieder dra steht, dat wat de Gemengerot ha alles schon unterstützt huet fir zu machen. Du hast dann opgezählt zum der Mobilität, also opgezählt Broschür, iwwer d Elektromobilität, de Seminär an alles. wat net steht dass d'Akquisition vun den vielen elektrische Gefähre, die man schon gemerkt hat. Dat wäre ich auch froh, wenn man dat nach Ketten do auch dabei schreiben. Ich meine, dat sie ja auch finanzieller Erfahren an net nur finanzieller, weil fir Haut Elektrogefähre zu fannen, die dann noch am Service, am Taschenservice von der Gemeinde die nötige Funktionalität tun, das auch net einfach so durchstöcht, auch viel Erfolg haben drin. Dann war den anderen Punkt nach, wo die Kommission ganz recht sieht, die Umweltkommission, dass es vielleicht nicht ganz präzise ist, wenn da steht, veiller à ce que la période de dépassement soit la plus courte possible. Ich meine, ich verstehe, was gemeint ist. Ich verstehe noch, dass der Fried, dass sie so nicht präzise sind. Eventuell könnte vielleicht schon ein Beispiel geben, in welche Richtung das könnte eventuell gehen. Ich hatte auch gedacht, dass ihr vielleicht seht, en instaurant, par exemple, une qualification des incidents. Dass ihr zumindest, wenn so etwas viel könnt, das irgendwie mit Farbe klassifiziert, wie lang, wie schroh, dass die Werte depassiert goufen. Voilà, das wäre von meiner Seite so. Merci. Merci alle goer. Ich gebe auch so, ich meine, wir haben gleich den Kamedisplan geschwärzt, wir haben den Luftplan hier. Wir sollen immer dem Staat, was soll man, ich will auch wiederholen, noch einen Appell an als Bürger, wenn ich Klift mal doch erfahren. Ich meine, wir rennen noch hier, all der durch Dorf, auch das soll ich nicht vergessen, gleich du nicht. Das heißt, Lebensgewöhnlichsten, ich
wir Chantier, wir rennen mit Kamion, wir bauen Elektromobilität, wie den Daniel gesagt hat, wir diskutieren, also die Elektromobilität oder ist sie nicht. Ich meine, der Wehleid an der Mitte, dafür sollen wir vielleicht erst vorstellen, was können wir mit Elektromobilität, wofür braucht man eine Mobilität. Ich meine, sollen aber nicht vergessen, dass der nicht durch die Staat zu regeln ist, dass wir alle gar eine gewisse Responsabilität tun. Ich meine, fällt das oft schwer, letzte Sonntag, wo ich dann am Garten den ganzen Tag, und ich muss euch sagen, dass ich bestimmt gefühlt 1000 Motorräder durch Dörf gefahren, die sind überall gefahren, weil ich auch verstehen, wahrscheinlich wir, dass Leute profitieren. Ich meine, wir können nicht immer so in der Stadt dann, das sind einfach wir alle gut handeln, aber in gewisser Art und Weise. Wir sollen also immer, wenn so Pläne, wenn die so Fehler, sollen wir also immer selber benutzen, dass wir vielleicht müssen auch Erfahrungen machen, für dann die Luftqualität am Griff zu halten, für die Comedy auf ein Minimum zu reduzieren. Voilà, so wird das gesagt, gebe ich das unter Stimme, wird das ganz auf. Lilian Ries. Serge Stein. Ja. Nico Welsch. Ja. Gilles Altmann. Ja. Ali Altmaisch. Ja. Vic Back. Ja. Serge Eicher. Ja. Nora Foggiarini. Ja. Joch. Jem Kaufmann. Ja. Anne Klotmas. Ja. Voilà, merci. Und da kommen wir auf den nächsten Punkt. Da geht es dann das Reglement über Tön. Dann gebe ich Nora da noch ein Kitzweg. Also an diesem Punkt werde ich kurz und Hundsreglement vorstellen, das natürlich als Ergänzung von der nationalen Legislation gesehen soll gehen. Wir haben noch den Avis von der Santé gefragt und die hatten nichts drin auszusetzen. An diesem Reglement sind Pflichten von Hundsbesitzern abgelöscht, für reibungslos zusammenleben, mit allen Akteuren zu garantieren und uns Gemeinden natürlich proper zu halten. So wird ausdrücklich darauf festgehalten, dass alle Hundsbesitzer den Dreck von ihren Muppen abraffen und an der Pubel entsorgen müssen. Dafür sorgen müssen, dass die Hunde nicht die ganze Zeit billen. Es verboten ist, mit den Muppen auf den Schulcampus an Spielplätzen zu gehen. Dass alle Hunde innerhalb vom Dorf, mit Ausnahme von der Hundswiese und der Lenkgehalle muss gehen. Par contre dürfen die Hunde frei laufen gelassen gehen, außerhalb von den Agglomerationen, aber natürlich ist mit der Voraussetzung, dass der Meister sie zu allen Momenten in der Kontrolle hat und das am gegenseitigen Respekt von den anderen Personen. Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass ein Tax für alle Hunde bezahlen muss, dass der artgerecht gehalten muss gehen, aber die machen muss, wenn man einen Hund findet. Wer sich nicht an das Regeln hält, der kann dann mit einer Geldstrafe von zwischen 25 und 250 € rechnen. Ich will betonen, dass wir das Reglement nicht ausgeschafft haben, für den Hundsbesitzer das Leben schwer zu machen. Ich habe selber 3 Muppen. Mit das Regeln soll Klarheit schaffen, also ein harmonisch Zusammenleben mit allen Mitbürgern ermöglichen. Ich ergreife heute noch die Gelegenheit, für ich mitzuteilen, dass die Hundswiese für das Publikum oben ist und die Leute mit den Muppen dahin gehen dürfen sie natürlich auch frei laufen. Es sind ein paar kleine Probleme, die muss regeln, zumal es lang ziehen, weil da sind die Muppen die sprangen drüber und da sind wir dann noch im Gespräch mit dem Fürsten für eine Lesung zu finden. Des Weiteren haben wir eine Broschüre, die heißt Guide du Chien entworfen, die mit ganz vielen Illustrationen an verschiedenen Sprachen die Rechte und Pflichten von den Hundsbesitzern einfach und praktisch erklärt. Heute hat mir auch den Avis von der Landwirtschaftskommission gefragt. Ich gehe vor, dem Dan Vlies für die Guide vorstellen zu können. Merci Nora, ich meine ganz kurz, also effektiv ich weiß auch nicht, ob fertig mich gegen alles und am Anfang für die Guide du Chien. Das war ein Thema, wo ich noch nicht so befasst werde, aber dann da gibt es extrem viel Reglementationen in Gesetze über die Guide du Chien, aber ich hoffe, dass der Bestand nicht für die Katze wäre und dass viele Leute das werden konsultieren. Aber hier, das ist der Cover vom Guide du Chien, da gibt es 5 Formate und werden auch auf 3 Sprachen sehen. Verschieden, hier ist dann der Sommer. Da werden dann die juristischen reglementarischen Bestimmungen erklärt gehen. Das ist zum Beispiel, wie identifizieren ich, wie muss ein Hund identifiziert gehen und deklariert gehen, ob der Gemeinde zum Beispiel, was geschieht von den Hundsbesitzer, wie es respektive von der Adresse vom Hundsbesitzer oder von der Wohnsitz, wie es was geschieht beim Import von einem Hund, was muss ich machen, wenn
wann Fort lebt oder verstirft oder wann Fond gëtt, muss ich eng Responsabilitéit tun, wéi as Jorestags geregelt, da ginnt nach Deklarationen ze machen. Da kommen all die Sachen zum Respekt fir d'ëffenle Schrou an Hygien. Et ginn wéit nur schon so verboten Zonen fir hën an ginn och Regelungen, wo a wéiegen Hund muss unterlenkt halen, an da sinn nach Bestimmungen zu den potenziell, also net Bestimmungen méi Erklärungen am Fong zu de potenziell geféierlichen Hën dran an wat geschitt wann en sech dann net drun hält. Dat ass de ganze Wolle juristischer reglementärisch Bestimmungen donno ass na bësse min informativen Deel dran, dat doch op de Felder derbausen heinz do Probleme ginn hebt sech mat Exkrementer vun hënn an dat das dann bësse beschriwe, wat kënnen die Probleme sinn an wéi sollen Hundsbesitzer sech verhalen fir dat do Mannerprobleme entstehen. Bei Hai ass do Beispiel wat ich rausgepickt hunn, wéi dat ganz opgebaut ass, dat ass do de Punkt bei der elektronischer Identifikation an der Deklaration für den Hund, du musst bei Veterinär gehen, ich habe ja meine Zeit, ich muss eine Versicherung holen und da gehe ich auf die Gemeinde den Hund deklarieren. Hier sind danach ein Beispiel, wenn es vom Respekt von der öffentlichen Ruhe und Hygiene, du hast dann erklärt, ein Hund darf nicht die ganze Zeit einschaulen, bilden ohne Erbrach an den Hundsdreck gehört auch an einen Pubell. An natürlich müssen Gesetze angehalen gehen zu dem, wie ein Hund soll gehalten gehen. Hier als erklärt wird sie verboten Zone für Hunde, also am Fong, also auch am Polizereglement von der Gemeinde, wird erklärt, dass Hunde nicht am Schulhof Nächstoff verloren haben eigentlich und auch nicht auf Spielplätzen und nicht an Lebensmittelgeschäften. Natürlich gehen immer Ausnahmen für Blannenhunde oder Dwans oder Policeihunde, das ist natürlich auch erklärt. Und der Lenkteile sind auch immer Ikonen und Piktogramme erklärt, wo ein Hund muss in der Lenk gehalten gehen und wo nicht. Bei hier ist dann den zweiten Wolle Hunde am ländlichen Raum. Du hast dann effektiv erklärt, dass den noch do muss ein Hund einer Kontrolle haben, auch do gehört den Hundsträger an einen Pubell, und noch do soll ihn eigentlich auf dem Feld fair bleiben, weil ein Hundsträger an einer Wiss, wo okay sind oder so, das kann mal zum Tod auch von denen feiern an schlussendlich landen noch von den Krankheiten haben oder Kulturkrankheiten haben das Land alles bei uns um Teller. Dann zum Schluss ist noch ein Kart dran, wo da wirklich erklärt, als wo fand ich Wert, heute zu schütter, wo fand ich zum Beispiel Hundstute spenderen, die Geldzone, als wo den Hund unterlinkt, muss sehen, die Move-Zonen, als wo eigentlich kein Hund erlebt das, an die Blo-Zone, das dann Tons wiss, wo da nicht unterlinkt muss sehen, und das auch am Reglement kommunal so definiert. Hier ist die Hundswiss, die ist bei der Sie von der Rue de Kanisch bis bei der Kirche Pat. Und da könnt ihr noch, ich weiß nicht, ob es schon da ist, aber ihr müsst geschwind, da sind ein Panno, für auch da ein bisschen die Leute auf die Regeln aufmerksam zu machen. Voilà, so nicht, merci. So, wenn noch froh sind. Ja, schon do verschiedene Marken zu dem Reglement. Ich mein nächsten Artikel seht fir den Reglement taxkommunal hat de Gesicht um Internet zit schon den du net fand. Ich mein, de sind da noch, wann in den heute publiziert vielleicht auch enker do publizieren. Dann Artikel 2, ich mein, du hast ein Problem vom Französischen, da steht dann les gardiens de chiens doivent éviter que ceux-ci ne salissent pas par leurs excréments. Ich mein, des pas, du den hast zu viel. Weil das so zweifach Negation oder wir sind den EWT durch Veillé ersetzen, aber ich meine, sonst erfüllen wir den umgedrehten Sinn, von dem wir wollen erreichen. An dem nächsten Artikel 2, da wird dann noch abgesucht, dass Tönny das Geschäft nicht auf den Platz eher de jeu dürfen machen, aber am Anfang wird ja nur an einem späteren Artikel gesagt, dass sie sowieso gar nicht dahin dürfen gehen, dafür ist das am Anfang ja sous-entendu. Ich meine, da nicht durchgesucht, dass es verboten ist, in einem Magasin de Produits alimentaires.
war net direkt wat Definition von engem Magasin de Produit alimentaire also ich kann die absolut verstohlen mich wie net aus dat der rich dat mir können engem Vierschreibe wetten aus engem private Commerz der akzeptieren und net respektiv fandet as was gëlt dat noch fir Restaurant wo auch jessen zerveiert gët oder ass dat dann net mi dumm viséiert. An dann mengge die aner froh, die mir als gestalt hun, dat war eben die Problematik vun de Fäll, dat de Jo net kasinn, wann den Techt aushalb von der Agglomerationun vun der Gemengschëtter, du hast dann alles erlaubt. Ich mein, dat so gut erklärt gin, dat gi dat dann erklärt gët, dat den erwer och op de Felder oder an de Bëcher muss soll Respekt hunn egens fir an den Déieren wo an de Bëcher och fir an de Leiit, die du spaéiere ginn, dat die noch do sollt wann Schliffen singen Hund singen Bedürfnisse kucken, dat du net keng Sohn vu kenge Regel gëlt. Voilà, ich mein dat war még Remarken. Okay, mat dem Pa dat kucken schlesen schenkt ma schmengend wer richtig so méi ne. Also schmengen mis sinn entweder wéi gesinn salis pas méi evité de ne pas salir wie net ass menggem Fraésich Verständnis no net die rich Formulation. Das ja. Okay, ich guck mir gucken dat dann enke no. Dann ja froh zu de Magasin Produit alimentaire, dat das am Fong misste mir am Fong go net reglementéieren, weil dat das national reglementéiert durch dat Gesetz wat fir dra steht von 1906 Gesetz concernant la protection de la santé publique. Dat hat ech do einfach do dra geschriwen fir komplett ze sinn. Ja, Definiioun ass dat et Supermarché soll sinn schwenge Restaurant sinn der net viséiert misch dawer enker no kucken fir secher ze sinn. Wat war nach? Da war ja noch just dat vun den ja, dat se gedt dat Trichas fir an den Bëch effektiv also zollen kann en gëtt jo gesot tën kënne frei gelaf los ginn, awer nëmme wann se ënner Kontroll sinn, also das fan e kën wie du muss ja woch so, dats dëmmer dann bisssen Respekt géigen säiteg ass, weil hain zo kënne ganz schnell man wëlle gefoen, to de mod Meigkeet net fir tën zu rufen, als dann einfach Milieus ze man oder sich eben opmerksam machen, dass ein Geschalt oder seht, ich komme, wenn heinst du, wir können den du geschossen, dass du nicht nehmen, das Tön dann drüber laufen mir auch kann. Also so, du hast immer gegenseitig Respekt, mit das schon richtig, also muss den Tön zu allem Moment können eine Kontrolle haben. Ja, ich meine, die Sache, das war auch ein großes Thema an der Agri-Kommission, an der Landwirtschaftskommission, wo man auch lange Brett darüber diskutiert haben, übrigens auch den 20. Januar 2020 in Avira gehen oder in den Schafferrot uns Probleme von den Doggywalkern abgedeelt. Und du hast auch nach eine Remarque gemacht, und das war ganz neu da, was wir heute hören nun vom Guide du Chien, wo wir auch ein Dokument dran gehabt von der Kommission, unsere Überlegungen, was denn da alles mir dranbringen, an durch den ganzen Teil genannt, die Verbräuche darauf zurückzukommen. Ich will just den dabei aber so, dass das größte Problem gibt mit diesen Bauern, wenn an der Natur da frei laufen, an sie laufen nicht wissen, an Herr Not, da gehen sie da in der Mähen, sie müssen ihre Rekord dranholen, und da tun wir ja extra hier an diesem Brief auch vermerkt, das hilft, dass auch da mit Sorgfalt gemerkt gehen, dass nicht einfach nur knapp 100 Minuten raus frei in der Natur können laufen, auch darauf muss aufgepasst gehen, weil es auch Leute, die da Sachen an der Silage machen, an was da mal dran geht, und das könnte nur, wie es auch gesagt wird, auf den Teller, dürfen ich sind nur froh, dass wir da ich hoffe, dass auch noch ein paar andere Sachen dann von der Kommission an dem Guide die hier dran sind, und das Reglement selber kann nicht alles 100% recht tun, aber das ist gut, dass wir ein Reglement kriegen, dass sie dann ein gut paar Kunden, dass die Leute auch da wissen, was das geht. Merci.
Ja, dat also effektiv dat mat de Bauuren, dat das lo an Gi Chien, das extra dofir auch Trickgehale gin, weil ich kann mir firstellen, dat Leute net immer bewusst sinn an dufir de Gi Chien lo do, dat es effektiv Probleme gin fir Dieren eben Beichter, die dann d'Exkrementer vun den Muppen eben Madi essen oder da können mat an de Silächt. Und dafür soll ich schon dann oppassen und noch eben do, dann tut den dabei hun an d'Exkrementer opraffen und dann enger Pubellen zuge. Ja, die warten, dass wir frei laufen lassen. Ma Dach. Sie müssen seiner Kontrolle und dann eben hier Exkremente opraffen. Also das ist effektiv so, dass Tannenbausen und die Felder dürfen frei laufen, aber sie müssen in der Kontrolle gehalten gehen. Und die Themen mit Dogwalkern, das hat man extra auch juristisch Briefe gelost, das nicht am geht dran zu Dogwalkern, weil es gibt keine Reglementation zu Dogwalkern. Die Dogwalkeren müssen hier hin an der Kontrolle haben und auch die müssen da, wo gesagt, dass sie hin unterlegt haben und auch sie dürfen nicht auf die Plätze, die da gekennzeichnet sind, dürfen sie auch nicht mehr hin. Das heißt, wir hatten da diskutiert am Chefrat, und du hat man das nicht gesehen für extra eine Kategorie Dogwalker zu machen, weil die einstehen nämlich die Bestimmungen in der Leihe, wie sonst Schüttverein auch, und keine spezifische Reglementation für die gibt auf nationalem Plan. Ja, ich meine, der wichtige Punkt, dass Ugangs gesagt hat, dass hier am Anfang geht, ein Abruf, kommt wir gucken, dass wir mit Nenenski wie Fellows fuhren, mit dem Feld 4 sich sollen beholen an Spaziergänge, so zählen wir auch hier auf den gesunden Menschenverstand und auf Matschaffe von den Hundsbesitzer. Ich meine, wir schwätzen immer nur von den 5%, die sie nicht haben. Ich muss so Leute, die ganz viele Leute gesagt haben, die raffen Dreck ab, von mir Dreckskirchten setzen Gehäuse dran. Und was du gesagt hast, schämt die ganze Diskussion, die sind am Anfang auch umgegangen durch die Bauern, weil verschiedene Bauern gesagt haben, das kann nicht sein, dass überall, besonders die da wissen, Altschütter und Neuschütter, wo wirklich jeder mit den Hunden gelernt war, wo die Leute auch die Hunden sich nicht bewusst waren, was das für Problematiken wären. Und das war von dem Giet, für zu sagen, hey, komm, wir weisen den Leuten mal, wie viel Schuld kannst du überhaupt machen mit dem Hundsdreck. Und das war wie der Toten entstanden. Das ist auch für Dogwalker geht. Ich meine, da haben wir gerade darüber diskutiert, ich hatte noch ein paar Interviews mit verschiedenen Dogwalkern. Gut, sind immer noch Sachen, die vorkommen, sind auch immer dieselben. Mit das auch nicht für so alle Dogwalker feiern sich so ab. Ich meine, muss ich einfach auch gucken, wir wohnen immer mehr noch benehmen, können wir respektieren den anderen. Ich meine, für so habe ich das nicht angenehm, wenn die an der Plantation schaffen und sie greifen alle Griffe an die Maschinen, wo sie die größte Sauerei an der Hand. Auf der Hauptstraße, der ja alle gut um Plateau gewiesen kriegt, die Insel, wie man die frisch gemacht hat, wie die rausgesehen und dafür auch hier einen Appell und alle Mattbierge, die dann den Hunden tun, hält ihr einfach ein bisschen, guckt ein bisschen und den anderen, dann geht dann das Ziel von dem Guide du Chien an auch das Reglement, da stehen noch Sachen dran, die müssten nicht drauf stehen, die sind alle national reglementiert. Wir wollten hier ein Informieren, da könnte nach 3 Seiten mehr lang, wir möchten eine Seite kurz machen. Wir haben ein Reglement gemacht, wo wir die elementarsten Sachen dran holen und wir sind der Meinung, dass wir hier dann gut müssten fahren. Wenn jeder ein bisschen matt und einem Strang zieht, meine ich, dann klappt das so gut wie auf der Feld 4, klappt es, die Flottbilder da gespritzt. Voilà. Claude, du willst auch noch etwas sagen? Ich hoffe noch, dass es mit der Hundsfibel in die gute Richtung geht. Und Leute sich dabei verdrohen, Hunde, Sportler, ist natürlich immer kompliziert. Der Velosfahrer kann sich vielleicht eventuell ummelden, wenn er in den Jogging möchte. Eine Person, die lebt, als für den Hund immer eine Gefahr, an die meisten Leute tun. Dann aber den Hund nicht mehr so am Griff. Das heißt, da muss er aber stehen bleiben, muss er warten, bis der Hund sich beruhigt. Da sehen sie sich schon, wen geht hier auf wen zu. Wen ist, aber bon, das ist eben eine Situation. Ich hoffe dann eben noch, dass es besser geht. Ich wollte aber für allgemein Frage stellen zum Artikel 9, wo es um die Kontraventione geht, zwischen 25 und 250 €. Da wollte ich wissen, wen die Kontraventione ausstellt, und wie den Montant festgelegt wird. Also, wenn ich mich richtig erinnere, sind das die aus dem Police-Reglement, und die bei einer Kontravention allgemein gelten. Das ist sicher so, dass also Garde Champetre dadurch möchte, und die Leute auch schon protokollieren, dann respektiv der Gedonien Dreck abzuwerfen, weil sie sonst protokolliert werden. Also hier hört das schon am Meer, und kennt doch Plätze, wo die Leute
nicht immer abgreifen. Also hier stellt sie aus, Kontraventionen. Ja, also ich kann noch nicht genau so, wie viel das, aber ich kann aber froh an der Martin. Ich meine, vor 50 Jahren, ich weiß nicht genau, was er gesagt hat. Gut. Ja. Ist das kein Also ich weiß nicht, wie viel, also es wird vorkommen, wie viel Hünden gehen an der Gemeinde. Ich weiß nicht, wie viel Hünden an der Gemeinde gehen, ich weiß aber, wie viel Hundsproprietären an der Gemeinde gehen. Das sind da 297. Da sind dann tendenziell mehr Hünden, also mindestens 300 dann. Die Zölle müssen wir auch Hunden haben. Ich kann mir da Martin. Wir haben die Zölle, aber zufällig hatte ich die Zölle gefragt bei der Servicepopulation, für zu wissen, wen potenziell und ein Guide du Chien interessiert wäre. Und dann hat ein extra nicht 12 von den Hunden geholt, mit 12 von den Hundsproprietären, für zu wissen, mit wie viele Broschüren und so weiter ich kann rechnen. Das ist aber so, wir werden die Guide du Chien aber tous les Ménages ausdelen, haben wir damit décidiert. Weil auch die anderen Leute aber ein bisschen sollen wissen, hey, du kannst den Hund laufen lassen, nicht, dass direkt Klasse geht, du musst den Hund an der Lenk tun. Ich meine, da weiß jeder, was den anderen darf, und auch jeder, worin sich zu halten. Ich meine, das ist wichtig, sodass alle Ménagen kriegen, nicht just Hunds besitzen. Voilà, so viel zu den Hunden. Da gibt es proposieren, dass wir hier aufstimmen. Ali Altmaisch. Ja. Vic Back. Ja. Serge Eicher. Ja. Nora Foggiarini. Ja. Le Joch, Jem Kaufmann. Ja. Claude Marsan. Ja. Lilian Ries. Ja. Serge Stein. Ja. Nico Welsch. Ja. Und Gilles Altmann. Ja. Voilà, merci. Da wären wir auch bei dem Punkt dadurch. Da kommen wir zum nächsten Punkt. Und da geht es um die Approbation von den Plänen für das Haus Schönberg umzubauen. Ja, merci da. Was die Gemeinde gekauft hat, hier Schönberg, wo wir wundersten Drama für Jugendliche. Da war es sich viel gesehen, dass die Architektin als über Zoom das ging präsentieren, Paul, klappt das. Voilà, Simon ist schon online, aber da gebe ich als allererst, Moje Simon, da gebe ich als allererst, Madame Pökes dann fortgehen, für dass Sie als kurz gibt, da habe ich präsentieren an der Wie, und dann danach gibt mir dann den Rest beschwätzen. Voilà, dann ist das fort direkt. Voilà. So. Ja, die nicht gut. Lo besser. Ja. Lo nicht mehr. Wir hören nicht gut. Ja, die nicht. Simon, so ihm zu lenken.
Simon, hallo? Wir hören dich nicht gut, den Ton da verstehen wir gut nicht. Oder schwätzen, den Ton da geht nicht gut. So verstehen wir dich gut. Ne lo gut, aber der fir runnne go naieren. Ich mein, du mist vielleicht live schwätzen, da geht gut, der dann geht aus Gunnet. Ja. Müsst der vielleicht Touren zu werden. Ja. Lo gesinn mat de Plan net. Hallo? Mi gesinn de Plan lo net. Mi gesinn lo de Plan net, den ass lo net gedeelt. Kënnt lo, dat kënnt im moment. Ja, lo gesinn mat de Plan, lo mis go. Perspektive
Schranken gesprochen, Vorschläge, halten so tun, dass ich auch nach außen mit erster Lebenskuh reise. Dann allerdings ganz verschiedene Schranken, was ich kann, wie wirklich noch Kunst von der Verwaltung benutzen. Ich werde doch keine 100 Euro tun. Die Probleme benutzen, ich lasse Kunst, genau bei diesem Wort, und ich mache keine Ja? Geht. Ja, ja, das ist gut. Also,
Voilà, merci mal für die Präsentation. Ich meine, wenn ihr das ganz guckt, wenn das Haus kauft, für uns 2 Jahre, dann haben wir gesagt, wir bauen da für Jugendliche. Ich meine, ich hatte im Gemeinderat hatte ich auch gesagt, dass wir wollten da 7 Zimmer machen für Junge, das letztes Jahr am Hirsch, und dass wir gingen da gucken für dat mit der Wohnungshilfe zusammen zu machen, dass die dann die Jugendlichen giffen dort dran in den Zimmer vermitteln, dass die dann noch die Jugendlichen enkadrieren. Das klar, am Anfang haben wir es mir einfach vorgestellt, wir giffen einfach da dann der Zimmer sitzen wir dran, mit das natürlich wie Alkeier, wenn ihn etwas hält, wo verlohnt, wo Leute drauf wohnen, da muss man als Gemeng das schon so machen, dass das doch funktioniert. Besonders wenn die Site Secours an alles so geht. Ich meine, die Pläne, da sind noch diskutiert mit der Wohnungshilfe, dass auch alles aufgeklärt, was sie brauchen, auch was am Keller, das Aménagement geht, sodass wir ob den Wie kommen von 386.000 €. Das ist aber so, dass wir das einfach subventioniert kriegen am Kader vom Logement subventionné, wenn wir vom Staat auch Subsidien kriegen, sowohl für die Umbauarbeiten wie auch für den Kauf vom Haus. Ich meine, das Haus, das wir kaufen, das haben wir nicht nur gekauft für den Zweck, das haben wir ja hauptsächlich gekauft, weil wir gesagt haben, gleich einerseits nicht auf dem Centre scolaire an der Delt, wo wir so viel Terrain weiter hier auszubauen. Wir haben einen Teil, den innen an einen PHP-Leit vom Orlo am Gang sind, für die PHP umzusetzen, und wir nutzen das Haus. Und das Haus, da sind wir am Anfang, ob die kommt, für das dann eben Jugendliche da dran zu sitzen, die einerseits wo jeder sein Zimmer hat, aber dann ein Gemeinschaftsküchen, dann noch die anderen Sachen, Toiletten, Putzzimmern, dass das aber Gemeinschaftsräume sind, die ja schon für einen Trab zu machen, Weg zu machen, die vom Haus raufgeht bis auf Gär, das heißt, die können ohne Probleme zu Hause raufgehen auf Gär. Und auch die muss dann noch nicht unbedingt Auto nun, die werden noch kein Auto nun. Das ist auch nicht, wie schon verschiedene Leute, die oben im Schönberg, ich weiß nicht, wie Martina geschwärzt hat, aber die hatten auch schon Angst, da kommen Jugendhaus hin, und da war schon ein bisschen Aufregung. Ich meine, das ist ganz klar, das Haus hat, von der Wohnungshilfe, die wird das lohnen. Das heißt, da kommen Jugendliche drauf von zwischen 18 und 27 Jahren. Das lohnt nicht, dass da ganz Kanada kommen, das sind Jugendliche von zwischen 18 und 27 Jahren, die entweder an die Schule nachgehen, oder eine Lehre machen. Ziel ist am Anfang Junge, die daheim vielleicht ab einem gewissen Alter aber nicht immer so gut Dienst gehen. Ich meine, es gibt drei von uns, irgendwo will ich nicht daheim raus, will ich nicht sein Leben lang bei den Eltern wohnen. Da wohnt jeder von der Familie, eben die Support, dass man direkt kann nicht ein Haus kaufen, ein Appartement kaufen. Und das für so Jungen zu erleben, dass die da können, mal hier Schule fertig machen, hier Lehrer fertig machen, lang wohnen. Die mussten noch, die Jungen, die mussten noch ein Projekt de vie haben, das heißt, die können einfach dahin kommen, also gut, ich gucke mal, ich wohne mal, ich gehe vielleicht an die Schule. Nein, du hast einen Edukateur, der wird die enkadrieren, sie mussten ganz klar so, was sie wollen. Da gibt ganz klar Regeln abgestellt, die ja auch für, wenn die Jungen ein Kehr raus sind daheim, für andere ein bisschen zu probieren, noch die Relationen mit daheim zu verbessern, weil oft hilft das immens viel, wenn ich nicht mehr daheim all Tag bei ihnen ist, wenn ich seinen Weg geht, dass ich dann noch zurückfindet, also dass ich an der Familie auch ein bisschen mehr Ruhe kriege. Das ist am Anfang Ziel von dem Ganzen. Es wäre doch für die Zimmer zu vergehen, ich meine noch, also die Wohnungshilfe, die schafft auch eng zusammen, sowohl mit unserem Jugendhaus, die auch direkt also Junge kennen, die dann eventuell froh sind, für also eine Struktur zu gehen, und noch mit unserem Office Sozial, die werden auch, sobald sie Junge haben, die Besuchen haben, können die dann noch mit der Wohnungshilfe verweisen, sodass die dann noch können an dem Zimmer kriegen, das heißt schon nach an der Gemeinde bleiben oder daheim bleiben. Dann aber für sich finden, aber löserlös an Selbstständigkeit da gehen. Ich meine, das ist ein ganz flottes Projekt. Wir haben etwas Ähnliches auch schon zu Straße. Ich eine Privatperson, die doch ein Haus zur Verfügung gestellt hat, Wohnungshilfe auch einerseits Appartementen für Junge sind, da sind aber auf der anderen Seite sind da aber noch kleine Appartementen für Familien, kleine Familien oder alleinerziehend Leute mit Kindern. Und da gibt es selbst einen Edukateur, der dann zuständig für die 2 Häuser, sodass den dann noch die 2 Häuser da gerieren.
wie gesagt, wir kriegen das subventioniert vom Staat. Im Haus wollte man nicht alles umrappen, alles umbauen, da sind wirklich Maßnahmen für anständig Zimmer dran zu kriegen. Am Anfang haben wir auch diskutiert, da sind 2 Zimmer, die sind relativ groß, die wollte man eigentlich erdeelen, das wäre so einen großen Aufwand gehen, dass man es gesagt hat, das hat keinen Wert, da hat man so viel Futti gemacht, lo bleibt das Haus an einer Struktur, wo in das ja noch kann zurückbauen, dass das auch kann als Familienhaus genutzt gehen, das ist, wir werden ein Minimum da angreifen und dann eben probieren, das die nächsten Jahre an der dote Form zu nutzen. Voilà, wenn du zu froh sind, Serge? Ja, vielleicht eng echt froh, der Toilette laut dem PHP-Quartier existant an enger hab een vu Maison unifamiliale fir gesi sinn. Wie funktioniert dat den dann ein Haus ëmbaut, wenn eng unifamilial ass an ein Haus mat 7 Logement oder bald 7 Unitéiten, wo verschiedene Leute wohnen? Ich meine, das kein Haus mit 7 Unitäten, das ist immer eine Maison unifamilial, wo 7 Zimmer sind. Ich meine, da sind Küchen da sind, da sind Aufenthaltsräume da, an der Rest sind einfach Zimmern. Wir haben das ja auch auf anderen Plätzen, da gibt es über die Lokation von den Zimmern, gibt es schon eine ganze Reglementation. Ich meine, es gibt verschiedene Häuser, wo der Toten auch ist, das gibt es immer mehr. Das ist kein Problem für das zu machen. Wenn wir nur 7 Appartementen dran gemacht hätten, dann wäre das eine andere Sache. Ich meine, heute 7 Zimmer, der Rest sind Gemeinschaftsräume, und das im Reglement ist das schon an der Reise. Es sind viele Leute immer an der Gemeinde, die dann 1 oder 2 Zimmer verloren, auch an ihre Privathäuser. Und du hast eben die Gesetzgebung, die das regelt, dann auf Basis von der ist das schon erlaubt. Ja, Nico? Ich fand, ich stehe in der Teil vielleicht aus. Ich fand das ein ganz flotte Projekt. Ich meine, unser Gemeinde steht ganz gut zu Gesicht, wenn es an dem sozialen Bereich etwas möchte, an den Jugendlichen entgehen könnt, und noch investiert. Ich meine, das ist ein großer Montant, wo ein anständiger Preis für das Haus bezahlt. Das war der Preis vom Marché. Wir waren ja auch als DP da ganz dafür, dass wir das Haus kaufen und dass wir das so aménagieren, wie das hier vorgetragen ist. Aber ich meine, das ist aber ein prinzipiell froh, wie das herrscht, die das Serge geschnitten hat. Der Toten heißt also, dass alle Privaten, die ein Haus haben, dann den an dem Haus 3, 4, 5, 6, 7, dann mehr vielleicht Zimmern hat, dass denen die einzeln kann und die Leute verlohnen. Weil ich kann mich erinnern, hier den Tisch, als für eine gewisse Zeit immer gesagt wird, an einer Maison unifamilial, da kann just eine Familie sich ummelden, an moi dass nach eng Entité intégré do mat dran as Logement intégré mat dran as Kasos ken sich ummelden, dat refuséier mir als Gemeng. Dat war bëssen den Tenor de ma heieren hun. Ich wees das entretemps och op de Gericht die Position do net méi mat akzeptiert gin ass net mé gedro gin ass. Du as wichtig joch fir aner Leiit, die so Ideen hätten, dass die also derselwicht heiken an der Gemeng machen. Das heißt, wenn man einen Sohn hat, sinn, wo am Prinzip Maison unifamiliale sind, dass ihn das kann abmachen. Das ist ein gutes Sache für das Logement eigentlich. Weil ich meine, wir haben hier eine Defizienz und Möglichkeiten für sich zu logieren, aber den Bauvolumen, den du hast, wenn die auf mehr Leute kann abteilen, wird besser als für diejenigen, die ein Logement sichern. Ja, ich meine, das lohnt nicht, dass die Gemeinde irgendeine Decision geholt hat. Du hast ganz klar ein Gesetz, das als Regierung geholt hat, eine Decision von der Regierung. Ich meine, das ist klar geregelt für die Lokation der Chambre gemacht kann gehen. Wir haben auch eine ganze Gruppe Leute an der Gemeinde, die das machen. Übrigens nicht weit von hier weg, also ganz Hauslo récemment verlohnt in dem Sinn. Wir haben am Anfang, ich meine, die Diskussionen sind ja am Süden auch gefordert gehen, da war nach das Wohngemeinschaftsprinzip, was wir dann diskutiert gehen. Ich meine, das ist ganz klar, die Regierung, die will das da, muss sich natürlich bewusst sein, wenn ich so Zimmer verlohnt, kann nicht sein, dass Leute finden, die alle gut ein Auto haben, das geht auch alles nicht. Ich meine, muss sich bewusst sein, wenn ich da ein Zimmer hat, da kann ich nicht nur 7 Autos haben, das sind Familienhäuser, da kann ich Zimmer verlohnen. Was mir bislo de Problem immer war mit dem Zimmer verlohnen, das war nicht unbedingt den Zimmer verlohnen u sich. Das war das Problem, dass bemol am Keller nie auf der Heizung Leute sitzen, dass Speicher an irgendeiner Kabeiche Leute sitzen, dass kein Fluchtwehr da waren an nicht. Und
Wir haben alle gut die Leute, das haben wir im Laufe vom letzten Jahr gemacht, alle gut die Leute, die Zimmer verlohnt hatten, da melden die Leute sich schon dabei so rund. Da sind wir klar Kontinuum geschrieben, wir haben gesagt, fällt die Frage bei uns, alles was am Gesetz vorgesehen ist. Wir gehen da kontrollieren, also ein gemeinsam Reinmischkeit, also ein Kitchenetto. Und ich meine, das alles gehen. Und dafür ist die Möglichkeit, dass eben die Leute da wohnen. Übrigens, dasselbe haben wir an der Schloss Gewernio genehmigt, wir haben sogar PHP um den Tisch aufgeändert, für das möglich zu machen. Da waren wir alle gut nehmen. Ich habe das auch gesagt. Also ich habe den 29. Oktober lieber klar auch gesagt, dass wir auf den Weg gehen, dass wir das da machen. Wir haben selbstverständlich, ich meine, die Simon Heieren hat sich die Reglementation gehalten, den CG10 war auf der Platz, das ist schon alles an der Reihe so. Und das ist eben die Möglichkeit, ich meine, das genau wie logisch gesagt ist. Junge, das ist ganz flott, wenn ihr aus einer Familie könnt, die etwas haben, wo ich längst jetzt schon ein Haus finanziert kriege. Es sind aber leider ganz viele, wo das nicht der Fall ist. Und wo die Jungen dann eben verdammt wären, daheim bis 30 Jahre zu sitzen, was weder gut für sie ist, noch oft auch nicht gut für die Familie. Also, und dafür ist das unserer Meinung nach eine ganz flotte Sache. Wir haben noch, wie gesagt, probiert, ein Minimum im Haus zu ändern, dass das Haus auch kann umgenutzt werden, wenn sie erst vorher soll die Gemeinde dezidieren, das zu verkaufen. Wir merken ja überall auch einfach Häuser, die gehen aufgerappt, es wird morcelliert, ihr merkt ja überall, dass die Densität mit dicht wird. Wir rappen Einzelhäuser auf, hat ihn natürlich nicht aufrappen, hat ihn dann 2 unifamilialen Drops setzen, dann hat er mit einem Logement integriert, hat er 4 Wohnungen gehabt, hat er 4 Familienkinder wohnen. Ich meine, das ist klar, das ist eine Notverdichtung, dass du an der Dorseben über den Weg von einzelnen Zimmern eben für junge Leute weiterzuhelfen, die wirklich nicht etwas kaufen können und die auch nicht besuchen, nur für ganz Appartementen zu haben, den durchgeht mit einem Zimmer. An Ziel ist ja auch, dass die noch in einer Zeit da rausgehen. Die müssen einen Plan machen, was sie wollen. Und mit 27 Jahren gehen die raus. Die wohnen nicht ihr Leben lang da. Das ist ein erster Schritt an das Leben, ein nächsten Step für an das Leben, wo sie wirklich an die Unabhängigkeit gehen und hier können lang wohnen. Da begleitet gehen, an all ihren Demarchen begleitet gehen. Das ist eine ganz flotte Sache. Und auch, das wird die Karte hier auch nicht steuern. Da schon noch den Operen, die sich informiert haben, gesagt. Erstens ist es so, dass die Wohnungshilfe schon wird aufpassen, dass da alles an der Rum bleibt. Und noch die Gemeinde hat immer noch eine Hand, wir werden noch mit ihnen eine Konvention, wo ganz klar daran stehen können, dass das alles, dass die Kirche am Dorf bleibt. Also da brauche ich auch keine Sorgen zu machen. Wir sind nicht das erste Haus, weil so funktioniert. Gibt ja schon mehr. Am Süden sind ganz viele Projekte, so, die funktionieren, aber wo wirklich nicht mehr Benefit für die Jugend da sind. Wir sind der Meinung, dass das wirklich ein guter Sache ist, ein guter Investor ist. Und Haus auch an dem Sinn gut genutzt ist, besonders auch, weil einfach durch den Jungen durch dann eine Zusammenarbeit mit dem Jugendhaus kann sehen, die können noch am Jugendhaus, die können auch teilweise begleiten. Und das scheint ja schon eine flotte Sache, aber an dem Sinn. Ja, sehr. Ich meine, was du gesagt hast, der Vergleich mit dem PHP an den Hecken, ich meine, das war ein wesentlicher Unterschied am PHP an den Hecken. Das war eine öffentliche Prozedur, wo jeder dann noch sich seine Arbeit anbringen. Also, ich meine, das ist schon eine andere Situation wie die heute, wo am Anfang einfach etwas dezidiert wird. Und wie nachher gesagt, wir stellen da prinzipiell nicht vor, dass eben just, dass dann kein Bedeelung aus von den Leuten, die du an der Gegend finden, die du angebunden gibst, auch hier in die Projekte ranzubringen. Ich meine, dann das auch, wenn wir am Anfang vorstellen, wir stimmen heute über 400.000 € auf, an der Reiter sind gesagt, dass das Projekt eventuell mit der Wohnungshilfe, was wir aber keine Konvention hat, mit der Wohnungshilfe, wo man können sagen, okay, wie ist das gestaffelt, wie sind die Kriterien, auf wie viele Jahre ist das, wenn wir heute umbauten 400.000 €, die wir ausgehen, aus dat op eng Dure, wo die Kontrakte no lebt op 10 Joer, 15 Joer, wie lang aus den Invest ausgerechnet. Den anderen, dass du siehst, die kriegen kein Auto. Ich meine, ich weiß nicht, wie wir das limitieren, außer ob das an der Konvention da steht, dass die Leute kein Auto dürfen haben oder dass just 2 von den 7 dürfen ein Auto haben. Das ist für uns alles haut nicht klar, auf Basis von den Tonnen, die wir haut tun, was am Endeffekt dabei rauslebt. Und ich meine, der andere, das auch, wo du auch gesagt hast, den Morselement vom Terrain, ich meine, das war immer die wo Tab, die am Anfang, wo die Terrain da gekauft hast, für den Morselement vom Terrain. Also auch den Morselement vom Terrain, wie die am Anfang umsetzen, weil das ja auch nicht die Wohnungshilfe, die da, die ganze Terrain, die da zu gehören, werden erhalten müssen. Also,
erstens mal will ich also mit dem PHP, weil da sicher geht, das ist ein Gesetz, was die Regierung gemacht hat, wird an das Haus gemacht, die wird an alle Haus gemacht. Es sind noch so Häuser, da immer hier an der City beim Schloss, ist genau dasselbe, da hat keine Probleme damit, das funktioniert. Es sind ganz Kubanerplätze, wo so Zimmer verloren gehen, das steuert kein Mensch, und wir sind der Meinung, dass das auch nicht steht. Und ich finde, PHP, du war ja klar, ich wollte einfach so mehr als Gemeinde, wenn du da für dort zu machen, du war eine andere Prozedur, aber ich würde mir hier ein Problem lobemol, weil du vielleicht Prozeduren, ich meine, das ist eine legale Basis, als Regierung hat das, wir wollen das machen. Die Konvention mit der Wohnungshölle, wo geht, du hast so, du wolltest mir für dich ein Projekt aufsehen lassen, ich meine, das ist wichtig, dass wir wissen, wie viel kostet, wir werden das alles an Prozedur gehen, wir werden den nächsten Gemeinderat, werden wir hier auch eine Konvention auf den Tisch legen, mit der Wohnungshölle, sie kriegen das verlangt. Ich meine, wir engagieren, aber mir laut Subsidien aufrufen, muss mir auch die 20 Jahre muss das an der dritte Form verlangt gehen. Wir können natürlich auch das erste dann enkel verkaufen. Da gibt natürlich, muss man bei einem anderen Platz Zimmer zur Verfügung stellen, das geht auch. Ich meine, du hast das Ministerium auch kulant an diesen Sachen. Wir haben das Heilo, wir haben das Projekt, wir wollen das Projekt Heilo durchbringen, für zu weisen, dass das machbar ist, du hast den Invest, weil wir bereit sind, für den Investor zu machen, für etwas für die Jungen aus der Gemeinde mal zu machen, die nicht viel Geld tun, die einfach mal wollen, ein Karriere unabhängig gehen, fand ich, dass das ein ganz flottes Projekt an, wir sind überzeugt, dass das wird flott funktionieren, und auch mit den Oberen wird auch eine flotte Operschaft gehen, was dem Element vom Terra angeht, als einen Teil vom Terra, die wird man an den PHP fallen, die wird einfach aufgetrennt, der Rest wird den Terra mal bleiben wie nass, am Kader vom Ausbau von der Schule sollte ein Teil gebraucht gehen, mich mit den ganzen Terra am Haus, das ist alles Gemengen Terra, und die können wir nur delen, wie wir wollen. Das ist auch so, dass die Jungen, die da wohnen, die brauchen nicht die ganzen Hebel an nicht, wir kommen noch mal ein Projekt, wie für den Wedorhof zu machen, gucken wir auch, wie wir das machen. Da sind wir drinnen am Kader von dem PHP, muss man gucken, wie wir am besten die Wederhofer kriegen. Für Reise ist wichtig, ich meine, dir, was die Gleichkeit gefroht haben, wie lange los das Haus nach Eidelstone. Ich habe gesagt, wir machen Zimmer dran für Jugendliche. Wir waren als allein, so Leute Projekt hier, wir stimmen den Lo, wir werden nächstes keine Konvention hier mit der Fundingshölle, wenn ich mir dann etwas immens wird, das gemacht für Junker aus der Gemeinde, und noch von Junker, die nicht aus der Gemeinde sind. Ich meine, das ist ganz klar, das ist nicht nur auf die Gemeinde beschränkt, aber das gibt ein flottes Projekt an. Ich propose, dass das heute mal den DWI zu stimmen, für dass wir die Planung da weiterfeiern können. Nächstes Jahr bringen wir die Konvention auf den Tisch, und dann werden wir die Projekt so umsetzen. Jo. Ich wollte gleich kurz denken, ich meine, du hast gesagt, dass ein Projekt für auch die Jugendlichen aus der Gemeinde, das Fett, also ein Problem, also einfach mir nicht das prinzipielle Problem mit dem Umbau. Wenn wir nicht die Konvention haben, dafür für uns wäre klar gewesen, die zwei Sachen an der nächsten Sitzung zu holen, dann hätte ich noch ganz klar aufstimmen, en connaissance de cause, was steht an der Konvention dran, was das dafür gesehen, wie ein Jugendlicher kommen da dran, was sind Kriterien an all die Sachen. All die Fragen, die hat ihr wahrscheinlich an ihrem Schafferrot schon ausgeschafft, an drei, mit dem Gemeinderat kann nicht darüber aufstimmen, en connaissance de cause, was nur an der nächsten Konvention steht, die man dann in einem Monat präsentiert kann. Und das ist also ein fundamentales Problem. Von mir so, wir müssen heute schon heute aufstimmen, für 400.000 Euro zu engagieren, ohne dass wir wissen, was die Affektation hin wert sind. Ja, ich meine, wir haben ein Projekt hier leihen, wir wollen aber für dich, dass der Gemeinderat okay geht für den Umbau, und da setzen wir es mit der Jugend, mit der Wohnungshilfe zusammen, für eine Konvention auszuschaffen. Das ist okay wert, dass wir Konventionen ausschaffen, kann man in den Gemeinderat, da wird gesagt, nee, wir sind nicht d'accord, das ist zu teuer. Kann ich natürlich so, kann ich alles mal nehmen. Normalerweise möchte ich den nächsten Schritt noch machen. Hier ist vielleicht der nächste Schritt, wenn wir schauen, wir gehen den Dienst mit der Konvention. Gut, bis die Konvention um durch, ist der Tor nicht gebaut. Wenn wir so und geht nicht, dann können wir das alle Moment noch stoppen, weil bis der nächste Monat hat noch keiner angefangen, irgendetwas umzubauen. Ich meine, wir gehen da weiter an die Prozedur, das muss genehmigt gehen. Und parallel schaffen wir das dann aus. Das werden wir so machen, und dann kommen wir vier und ich meine, das nach nicht definitiv, bis der Tod den Chantier umgeht, wäre mir auch klar, dass ich mit der Wohnungshilfe für den Konvention umschlagen. Ja, Gilles? Ich wollte Madame Pökes merci so für die Flotpräsentation. Der hat noch ein bisschen mehr Klarheit am ganzen Projekt geschafft. Und insgesamt wollte ich auch sagen, dass für mich persönlich dann noch ein immens flottes Projekt ist, den wir auch manchmal sollten unterstützen.
Ich wollte aber auf die Punkt angehen, wo gesagt ging, dass auch vom CGD sind AVI viel Leid, ich meine, ein AVI ist zwar wohl immer just ein AVI, das heißt, das ist nicht verpflichtend, aber ich denke aber, dass so ein AVI auch auf Gesetzestexte oder gewisse Reglementationen basiert, die in Mengen anderen auch sollte anhalten. Dafür bin ich aber der Meinung, dass ihn auch den AVI sollte Telkel dann umsetzen und das Gebäude dann auch so ausstatten, wie sie es vorschlagen, auch von das natürlich ein hoher Kostenpunkt ist. Aber jetzt muss ich aber sagen, dass ich als Gemeinde eine gewisse Verantwortung hat, dem Bürger gegenüber, für allem, wann hier soll Logement für Jugendliche zur Verfügung gestellt gehen. Das ist absolut zu vermeiden, dass da zum irgendeinem Punkt ein Problem kennt auftreten. Dann hast du auch natürlich zu sagen, dass den CGDs ja auch Experten sitzen hat, die sich mit der Materie beschäftigt und auskennen. Dafür gebe ich so als das noch ein mehr Argument, das dann noch so umzusetzen. Und das ist ja auch schon gesagt gehen, es gibt ja auch gewisse Subsidien vom Staat, für das alles umzusetzen. Von daher, wie gesagt, gebe ich aber proposieren, das so Telkel auch alles viel zu sehen. Also das so, ich meine, was man am Püx gesagt hat, dass sie nicht unbedingt da gesagt, dass du musst die Feiertrappe gemacht gehen. Wir haben, ich meine, eine Serviceprävention beim CGDs, das ist ganz klar, die so, was soll gemacht gehen. Wir haben aber auch schon, Martine waren wir schon auf anderen Plätzen, noch dass Martine zu einem Platz kommen sind, wo wir gesagt haben, gut, ist das wirklich nötig, wo wir hier noch Sachen fallen gelassen, wo auch ein großes Aménagement für Pumpschiffsleder oder Kamion sollte gemacht gehen, wo dann aber wo wir auf der Platz dann da Runeke geguckt und geschwart und aber verschiedene Sachen der Tumisse gemacht. Selbstverständlich gibt das ja noch ohne ihre Macht von hinten, muss das Projekt ja noch genehmigt gehen. Bei der Baugenehmigung wird schon wie von hinten Fehlerlein, die Martinen genau aufgeschwert ist. Und wenn wir die Treppe müssen machen, ich meine, eine Feiertreppe, da bleibt mir nicht drin hängen, das bin ich da vollkommen recht. Ich so nicht mehr, wann ein Kerbs ging geschehen. Dann das alles an der Reihe ist schlimm genug, mir wann es ging geschehen, und wir haben es nicht an der Reihe, wie du siehst, das wäre wirklich ganz schlimm, das stimmt mal schlecht, und wir werden das auch so in dem Sinne umsetzen, also das garantieren wir. Claude? Ich will dem CGD habe ich nicht vorstellen, also schon nicht, dass wir widersprechen, was der Gilles gesagt hat. Ich meine, die Sicherheitsmesuren, die müssen getroffen werden, hängen aber immer ganz stark davon auf, wie viele Leute müssen evakuiert gehen, auf welcher Zeit, welche Population ist das, sind das ältere Leute, sind das handicapierte Leute, ich schwätze mal von 7 Personen, Rez-de-Chaussee, das Haus hat nicht mehr Öffnungen. Ich meine, das soll ich aber nicht diskutieren. Ihr ist schon so eine Geschichte lanciert, just für da noch überkonform zu sein. Also, wenn es muss es sein, ganz sicher, und sicher soll nicht gespürt gehen. Mir ist da einfach ein nächster Tag, wo so viele Öffnungen in einem Haus sind, für 7 jugendliche Leute zu evakuieren. Und beim nächsten Tag war in der Zeit immer, wird man eine Leder evakuiert, Haut geht eine Sicherheit, eine Trappe gefroht. Das sind aber Punkte, die kann ich sicherlich nicht diskutieren und dann meine ich, kann ich noch eine gute Lösung finden. Ja, ich meine, wir diskutieren hier 7 Jugendliche. Kommen wir feiern erstmal für an, dass wir eine Familie mit 5 Kindern, das ist nicht eine riesige Gruppe. Also ich meine, wir sollen nicht heute den Teufel entfernen wollen. Wird natürlich richtig, also wenn wir auch auf andere Plätze gesehen haben, wo Zimmer verloren gehen, wer doch das CGD immer sieht, dass besonders, wenn ein an einem Zimmer wohnt, an einem hat just verschiedene Achsen, von dem muss fortlaufen wie ein, den an einem Haus wohnt, wo immer durch das ganze Haus rennt, den einfach da ein bisschen besser Bescheid, wie es ein bisschen mehr einfach raus können, dann vielleicht durch ein anderes Zimmer kann laufen, wo die Zimmer dann einfach zugesperrt sind, verschiedene so, und muss ich das wirklich gucken. Wir haben noch an einem anderen Haus, oder ein neu gebauten Haus, weil doch an dem Sinn da genutzt ging, du hast carrément ein Zimmer refusiert gehen, du hast den CGDs gesagt, du warst sogar bereit, okay, dann können wir die Leute, die den Dach raushöhlen, so gesagt, du musst aber einen Dachlook dran, weil die muss ich, wie du außen abklappbar sind, so geht dann nicht. Du war auch, das gesagt, ja, die kann hier laufen, du hast gesagt, nee, wenn du zugesperrt hast, da lebt die näher. Und dann, wir hatten dafür, das nicht so lange hier durchzuversieren, ein gebrannt, da war an den Natzingen ewigste Stack, bei einem Feierrückgang, da war ein Lot, die wieder in der Decke war. Also das hat Füßt ausgesehen, und es war immense Chance, dass die Person da erwischt ist, weil die wir niemals am Leben da rauskommen. Aber wenn ich ein paar Mal so etwas gesehen habe, ich gehe dem Gilles da auch recht an, aber ich meine dir auch, dass muss wirklich die Mesuren auf der Platz gucken. Ich muss aber wirklich auch, soll ich nicht so und geschieht schon nicht. Also das auf keinen Fall mehr, wenn eine Haut brennt, das ist besonders, wenn nicht für 30-40 Jahre gebrannt hat. Wo Haut in anderen Materialien am Spiel an, kann ich wundern, wie sehr heute auf Feier 4 geht. Wir werden da aber so lange Regeln der Lehre machen.
Claude, ja. Ich meine, das ist auch nicht der Message, den ich noch so ne? Und muss die Situation genau kennen, wir können Ja, das ja. zu machen. Aber wie gesagt, es gibt aber einst auch Lesungen, Ja. wenn ihr zweimal darüber nachdenkt, dann können ihr das selbe Resultat und hat den auch einen anderen Aufwand getrieben. Das, was ich gesagt habe, wir auf der Platz fahren, wo wir mehr Kosten günstig Lesungen fanden. Jean? Ja, et wäre besser gewircht, wann die Konvention H4 gelehnt hat, mit davon aufgesehen, will ja auch so, dass der Lot ein flotte Projekt ist, wann den Plan so durchgegangen ist, wird er auch festgestellt, dass der ganze Kauf von das Minimum nehmen, für Wäschrappe gewirkt wird, dass jedenfalls vieles respektiert genau am Haus, für dann aber fertig zu bringen, dass für die 7 Leute da um Recht der Gesetz da kann funktionieren. Ich meine, wäre ein ganz gut flott Sache, also dass wir die am Jugendhaus da werden zusammen schaffen, weil das für 18 Jahre höchste gesagt wurden. Ich meine, wenn ich gut erinnere, als Jugendhaus bis 24 bis 25 Jahre, da werden doch München am Jugendhaus wird passieren. Und das dann auch ein ganz gut sagt, dass das Jugendhaus einen Abrief kriegt, dann noch da Junge aus dem Jugendhaus auch lehren, mit denen umzugehen und zu gucken, was gut und was nicht so gut ist. Also jedenfalls die Projekte an dem Interesse von der Gemeinde, von der Jugend, da wann ja nicht viele Jugendliche aus der Gemeinde hinkommen, weshalb man so viel hinkommt. Jedenfalls, das ist eine Möglichkeit, dass sie eine bessere Begleitung kriegen, wie wenn sie, egal wo bei einem Platz wären. Ja. Voilà, merci, Jean. Ich meine, ich habe noch mit Responsable vom Jugendhaus geschwärzt, auch noch mit dem Office Sozial, und die haben mir bestätigt, dass der Mann wirklich da ist für so Zimmern. Einerseits ist nicht sicher, dass der Leute von Schütte heiraten kommen, wahrscheinlich ist das nicht so. Aber sie gucken noch Jugendlichen, zum Beispiel die Lohe Arbeit zu klären, guckt die Wohnungshilfe dafür dem Jungen dann da ein Zimmer zu gehen. Das geht, dass den dann zu Schütte sein Zimmer behält. Und so können vielleicht die Heim schaffen, dann ein Zimmer heim kriegen, was ja dann auch am Interesse, sowohl von den Betrieben, also das ist schon flott, wenn man seinem Reso das kann machen, die auch mit den Office Socio schaffen, mit der Croix-Rouge, mit den Jugendhäusern, mit dem Dachverband von den Jugendhäusern. Also das ist wirklich eine flott und eine nützliche Sache, was man macht. Gut, ich meine, Lilia. Ich wollte so, dass es ganz am Sinn ist vom Office Sozial, weil ich gesehen wie schwer dass Jugendliche oder überhaupt Leute nach da kommen, aber schon so ein Haus zur Verfügung ist, wo ABQ 7, da können nach da kommen, den Probleme haben, für nach ans daheim zu wohnen oder sich sonst etwas teures lohnen zu gehen. Also fand ich das ein ganz, ganz gutes Projekt. Gut, merci. Was ist Nico? Ja, ich habe verstanden, dass also mit der Wohnungshilfe das ganz doof geschwert ist. Das heißt, die haben Pläne gesehen, die haben hier einen Akkord gehen zu den Plänen, aber das ist noch keine schriftliche Konvention da. Es wäre vielleicht interessant, wenn eine pure Erklärungen kriegen, wie die Kooperation mit der Wohnungshilfe funktioniert, an noch weitere Kriterien, die viele Leute können hinkommen. Ich kann mir vorstellen, dass der Markt ganz groß ist. Wenn du nicht optimal funktioniert, wie die dann reagieren, und die, wie auf einem anderen Platz, wo wir gesehen haben, wo eine Begleitung als Sozialarbeiter, die von Zeit zu Zeit hinkommt, mit den Jugendlichen in Kontakt bleibt, wenn sie Schwierigkeiten haben oder Schwierigkeiten am Funktionament von dem ganzen Sinn, gibt es schon konkret Vorstellungen, wenn der nächste Monat will, so eine Konvention auf den Tisch legen, da muss ja schon Vorstellungen da sein, da muss das ja schon mit der Wohnungshilfe diskutiert gehen. Kannst du uns vielleicht ein bisschen darüber erzählen, wie das soll konkret funktionieren? Weil wir sind der Meinung, dass das ein gutes Projekt ist, und wir wollen noch beitragen, dass das Projekt realisiert. Und dafür wird auch vielleicht flott, wir darüber von dir zu hören. Das ist, wie ich gesagt habe, da werden die Jugendlichen hinkommen, die müssen ein Projekt machen, die Projekt de vie präsentieren, die dann so, ich will meine Schule fertig machen, ich will meine Lehrer fertig machen, an die Wohnungshilfe, was die schafft zusammen, sowohl mit Office Sozialen, die können Jugendliche proposieren, wo festgestellt ist, die und die Probleme, die hun schaffen mit den Jugendhäusern, und ich habe schon gesagt, zusammen mit dem Roten Kreuz und so, und sie löschte für Jugendlichen
die Besoin, die nur enger Wunsch sichern, und dann gucken sie gucken noch, wie passt bei wen. Ich denke, da kommen 7 Leute bei ihnen, da werden sie ihre Schwammen, dass die 7 noch bei ihnen passen. Sie gucken noch, wo schaffen sie, was machen sie, was zum Beispiel muss dann Schule gehen, dann ist vielleicht Flottei, wo sie sehr im Zug sind. Das sind ganz grobe Kriterien, nach denen sie fuhren. Wir werden wir stimmen der Teil auf. Wir holen Kontakt mit der Wohnungshölle für sie sehr wie möglich dann die Konvention zu finalisieren. Und da werden nächste Jahre Vertreter von der Wohnungshölle, wann der Gemengerot kommen, und dann wird den auch explizieren am Detail, wie sie funktionieren. Wir sind nicht die Ersten, mit denen sie zusammen schaffen, dass sie haben eine Routine daran, dafür auch die für die Martinen zu machen. Wir verlohnen ihnen das Haus. Wir werden von ihnen Loyer kriegen, vielleicht so 200 € für Zimmer. Sie verlohnen nicht die Jugendlichen, das ist also nicht ein Contrat de Location, das ist ein Contrat d'Hébergement, die sie mit den Jugendlichen machen. Zimmer kosten die 325 €, soweit ich an Erinnerung diese verlohnt, plus Charge muss die Jungen dann auch bezahlen. So, sie werden die 400 € noch leihen, den Monat, weil sie müssen bezahlen, weil die kriegen auch entweder CDS, was sie an die Schule gehen, oder sie kriegen so eine Unterstützung, sie kriegen eine Entschädigung, was sie eine Lehre machen. Und, die Wohnungshilfe wird dann die Jungen kadrieren, die werden sich um das Haus kümmern, alles, was da muss gemacht werden, dran, das machen sie, das muss man alles so heraushandeln, das hängt auch davon ab, was sie von Chargen überholen am Haus, wenn man so, die muss Heizung alle gute Sachen, muss die an der Reihe halten, da geht der Loyer mehr niedrig, wie wenn wir so, wir gucken da alles an der Reihe zahlen, wir machen die Contrat d'entretien, gut, da muss man ein bisschen mehr Loyer kriegen, aber prinzipiell wird es so sein, dass wir die 1500 € Loyer für das Haus kriegen im Monat, und die Jugendlichen dann ein Teil, wie gesagt, Käste bezahlen, und dann muss die eben noch die ganz freien, die sind am Jugendlichen im Loyer, da man dran eben wetten Antritt von dem Haus an so geht. Und das ist nicht extra, sondern Prioritäten löscht, das am Anfang ein löscht, die sie haben, wo jeder, der so etwas ist, kann bei ihnen dann die Jungen ummelden, und sie gucken dafür, es optimal zu summen irgendwo ist. Wie gesagt, die werden ein Detail kriegen, Detail okay wird, dass wir im letzten Detail schon sagt, ausgeschafft haben, und wir werden als einen Dienst gewünscht, für das durchzusetzen. Gibt es dann noch eine Priorität für Jugendliche aus der Gemeinde Schöttach? Nein, es wird keine Priorität geben. Also bis heute, wir können darüber schwätzen, wir müssen gucken, wann Jugendliche da sind. Aber die Zimmer werden immer alle verlohnt gehen. Von natürlich Jugendliche aus der Gemeinde Schötter da sind, die hier passen, die selbstverständlich an die Zimmer gesagt. Mit wird aber nicht gesagt, sie wollen Jugendliche aus der Gemeinde Schötter können, dann muss ich in den anderen gehen. Es wird aber so sein, dass für Jugendliche von der Gemeinde Schötter kommen, werden sie aber gucken, für die irgendwo dann eine Woche da zu holen, ob an anderen Häusern, die sie holen, ob andere Plätze, auch nur bei denen muss geguckt, wie machen sie, wo schaffen sie, wo gehen sie an die Schule. Sie müssen noch an die Gruppe passen. Das ist ganz klar. 7 Leute, die da zusammen wohnen, die Bootzimmer delen, die den Living delen, die Küchen delen, da muss zusammen funktionieren. Und das was sie so, und das ist ganz wichtig, dass die Gruppen, die funktionieren perfekt. An dem noch wird für Leute, die da dran sind, noch gesagt, das kommt ganz selten für mich. Da müssen sie auch Leute einfach rausholen, weil in einer Gruppe kann das ganz über den Kopf gehalten. Wie gesagt, den Responsable von der Jugend, von der Wohnungshilfe, die wird herauskommen, und dann können wir denen alle die Frage stellen, die da noch sind. Gut, ich kann die Maske aufhören, ich wollte noch weiter. Da gebe ich proposieren, dass wir hier aufstimmen. Ich selber, ich bin dafür. Den Jem Kaufmann, ja. Claude Marsan, ja. Lilian Ries, ja. Serge Stein, ja. Nico Welsch, ja. Gilles Altmann, ja. Dali Altmaisch, ja. Vic Back, ja. Serge Eicher, ja. Und Nora Foggiari. Ja. Vorher gebe ich euch Merci so. Und dann kommt der nächste Punkt, da geht es um ein Kontrakt dabei. Simon, das fort. Merci. Merci Simon noch für die Vorstellungen. Merci Eddie. Pardon. Voilà. Dann gebe ich dem Serge Wort für den Kontrakt dabei für das Haus beim Fußball, das wir für ein paar Jahre auch schon entwickelt. Ja, beim Punkt 4.2 vom Ordre du Jour geht es um die Lokation von dem Haus und Fußball. No 2017 hat den Gemeinderat, den 27. März 2019, einstimmig der neue Lokation vom E-Familienhaus beim Fußball auf der Nummer 8 zugestimmt. Dieser Mietkontrakt verfällt auf den 30. April.
An Proprietären waren dummer der Affersternen fir der Gemengden Obje enke weiter zu verlonen. Das fir Joer an de Loyer geeft dann noch unverändert bleiben. Et sieft nach gesot, dass Gemeng die Lokation 2017 agang ass fir beneficiaire de Protektion international ënner der zu schaffen. Die aktuelle Sanitärkrise vereinfacht sech natürlich net fir den aktuellen Sulokatieren in ein ënner Dach zu fannen. Hei as gemenger Kontakt mam Office Sozial vum Iwchte Siedal fir eben noch Zeit no eng aner Wuning zu fannen fir sie. Dat an sech zu den po Erklärungen, die ich wollte zu diesem Punkt gin. Und ich wollte dann an sich froh fir Erstimmung, also Zustimmung fir diese Punkt zu kreieren. Merci. Sind dazu noch Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Gibt noch darüber aufstimmen? Ich selber ja. Jem Kaufmann, Claude Marsan, Ja. Lilian Ries, Ja. Serge Stein, Ja. Nico Welsch, Ja. Gilles Altmann, den hast du, Ali Altmaisch, Ja. Vic Back, Ja. Serge Eicher Ja. und Nora Fogge. Ja, Voilà, merci. Dann kommen wir auf den nächsten Punkt. Da geht es um ein Avenant auf die Konvention mit dem Office Sozial Ewigste Siedal und dann noch die Konvention von 2021 vom Ewigste Siedal. Für die 2 Punkte gebe ich dem Serge stattfinden. Ja, ehe wir dann op den nächsten Punkt vom Ordre du Jour, also ob die eigentlich Konvention iwwer d'Organisation an de Finanzement vom Office Sozial vom Ewigste Siedal für 2021 kommen, wollte ich froh für Zustimmung zu diesem Avenant von der Konvention von 2020 zu kreieren. Den Avenant, den müssen abgesagt gehen, nachdem es eng Error materiell a puncto Personalkosten am Budgetsartikel festgestellt gouf. Hier handelt es sich um einen Montant von 3.050,91 €, den geschuldet ist. Und für Schütter wären es eine Partizipation von 903,35 € an diesem Fall. Gut, das war nur zum Avenant. Wollte ich davon, ob wir so können aufstimmen oder? Du scheint keine weitere Macht zu sehen. Da gibt man auch da aufstimmen. Nico Welsch, Ja. Gilles Altmann, Ja. Ali Altmaisch, Ja. Vic Back, Serge Eicher, Ja. Nora Foggiarini, Ja. Georges Kaufmann, Claude Marsan, Ja. Lilian Ries Ja. und Serge Stein. Ja. Voilà, da kommt der nächste Punkt. Maar ja, dan is het een FEA, also de eigentliche Konvention für 2021, die zwischen den Familien- und Integrationsminister, dem Präsident vom Conseil d'Administration vom Office Sozial, sowohl wie auch die Gemenge Konten, Sandfeller, Weiler Latour, als Schütter unterschrieben gehen ist. Bei aus dem Tableau betreffend Kosten en Charge vom Staat an de 4 Gemengen können den Total von 434.438,16 € zu summen. Diese Montant wird ja an 2 abgesplittet, an die nämlich Paare für die Staat und Gemengen. Das Kosten stehen für Loyer, das Funktionament vom Office, finanzielle Unterstützungen für Demandeuren, Schüttern, an für Personalkosten. Was Partizipation und die Kosten vom Sozialbüro vom Ewigsten Siedal betrifft, für als Gemeng, da liegen wir bei 74.642 €, was ein kleiner Hoss von 814,4 € per Rapport zum Jahr für den Ruf war. Ja, das war an sich relativ zügig. Von London nach vielleicht Umwirkungen wären. Ja, Ali? Ja. So wie der alle gut best sind Lilian und ich am Office Sozial. Und ich wollte am Anfang ein paar kleine zusätzliche Informationen nachgehen. Also die Kotisationen gehen berechnet nur Abwohner an, die sind 5 € pro Abwohner. Alles, was zu viel
bezahlt gehen als deelweis remboursiert, an den Office Sozial behält sich immer ein klein Pot de Reserve. Zweitens wollte ich am Anfang mal hervorheben, dass wir ein Mieter-Assistent Sozial haben. Das ist dann Miranda Johannessen. Das ist eine Frau, die eine unheimlich gut Arbeit schlägt. Und auch ging ich so, wenn in die Statistiken guckt, schütte als zwar die mit den meisten Abwohner, da könnt Konten, da könnt Sandweile, da könnt Weile Latour. Die meisten Monten kommen immer aus der Gemeinde Schütte. Das teilt sich am Fangehol ab, Frais-Medicin, Etiketten, die TPS, CNS und Kaution für die Loyer. Da kommen wir am Fangehol immer auf die Probleme zurück, die wir früher beschwert haben. Für den Office Sozial ist das natürlich genial, wenn ein Haus mit 7 Wohnunitäten oder Zimmern, das ist eine Erweiterung vom Offert, weil wir kommen immer am Monat zusammen und das an sich allmond ziemlich dasselbe Problem. Leute, die verzweifelt, nur ein Appartement oder ein Studio, ein Zimmer, die meisten sind schon zufrieden mit einem Zimmer schön, mit das nicht da. Also, wir sichern, aber wenn sie dann müssen die selber tun, da können sie die Kaution nicht bezahlen. Weil normalerweise sind es 3 Kautionen, die zu bezahlen sind, plus Frais d'Agence. Dafür springt ein Office Sozial dann auch meistens an. Die Leute müssen natürlich all hier Donien hergehen, hier Abkommens, an. Normalerweise geht ein Office Sozial immer den Akkord. Die zweite Monat, die am Fangol do, und der Office Sozial, das ist immer Frais-Medicin. Also, da sind Leute, die kann haben, die einen Spang brauchen, Leute, die bei den Zahndoktor müssen, Erwachsene, und die einfach die Suche nicht an enger Kehr können abbringen, an dann den Mond und ein Office Sozial machen, für dass sie das dann die Suche vorgestreckt kriegen. Und noch ihre Moyen dann auch den Montant können zurückbezahlen. Also so wie ich dann die letzten 1,5 Jahre mitgekriegt habe, als 95% von den Leuten bezahlen auch wirklich ihre Paaren zurück, so wie sie müssen. Es sind an sich wenig Schwierigkeiten da. Dann sind also ein unheimlich großer Demand für Etiketten zu kriegen, für das Leute überhaupt können bei den Doktor gehen. Das heißt ein TPS. Und Leute, die regelmäßig bei den Doktor müssen gehen, an die Suche müssen 4 Strecken, die sie nicht tun, können sie auf den Office Sozial gehen und sie können da hier TPS aufrufen. Dann, wie ich wieder gesagt habe, sind es meistens Probleme mit der Krankenkasse. Doktor Krankenkassen, wo die Leute das anderem nicht können bezahlen, weil es sind auch Leute, die durch nicht oppassen, vergessen, für hier ewig zu verlängern, für all die Demanten, die sie müssen machen. Und dann op enke fahren sie das allemaal raus und dann sind sie auch keine Krankenkasse mehr. Und da ist der Demand auch ziemlich groß. Das, wie ich gesagt habe, wir kommen einmal am Monat zusammen und das Alkes ein dicke Park, die Monate sind da. Ich meine, mein Konten hat eben de Notdeel, dat sie das Altersheim haben und sind ein ganz paar die Leute natürlich an den Altersheimen, die am Anfang, wenn sie alles bezahlt tun, nicht mehr viel Recht tun. Und die mal gesucht haben für Pediküre, für die Coiffeur, für all die Kleinigkeiten, die ein Mensch aber braucht. Und den Office Sozial, die meisten ist dann dieselbe Leute, die dann durch den Mord machen. Und die kriegen das dann aber auch remboursiert von der Office Sozial. Das Einzige, was ich nach dazu wollte sagen, der Mond, schon ein bisschen geguckt, vom letzten Monat, es waren 14 Ausländer und 3 Lützeburger, die den Mond gemacht haben.
Für mich ist das und sich wichtig und unwichtig, ob das ein Ausländer oder ein Lützeburger ist. Aber es muss sich natürlich bewusst sein, an die Problematik kommt immer mehr auf uns durch. Die meisten Ausländer verstehen nicht, wie sie das Formular müssen ausfüllen. Dafür habe ich auch wiederum am dritten Alter, habe ich das noch ein Jahr viel geholfen. Die sie verloren, lassen auf Zeit leihen. Und da fahren sie Bänke aus allem raus. Und da leidet ein großes Problem, weil es sind, so wie wir heute an eine halbe Assistenz sozial haben, wie soll eine Frau oder wie soll eine Person, die hier Assistenz sozial ist, das tut alles bewerkstelligen. Das ist wel eine Sache von der Unmäßigkeit. Weil sie begleitet ja auch noch die Leute, die an der Klinik sind, die sonst noch Sozialprobleme haben. Dafür, im Moment sind wir alle gut in der Meinung am Fonds Sozial, dass die Monten ziemlich stabil bleiben. Wir haben auch die letzte Kehr gesagt, die Erwartung ist aber, am Covid, dass aber viel mehr die Monten werden rankommen. Aber es muss natürlich auch dann die Arbeit können bewältigen. Das ist am Anfang die Zusatzinfo, die zum Office Sozialbord geht. Ja, das war wirklich interessante Informationen, wichtige Informationen. Und wie du gesagt hast, die Assistenz sozial, die hat wirklich ein chargiertes Programm, von dem effektiv der Rapport noch geleistet wird. Ich meine, Kilian wollte noch auf was sagen. Ich wollte zusätzlich mit präzisen Zahlen das bestätigen, was Dali gesagt hat, dass das dann sozial, die legt eine ganz gute Arbeit, sie schafft ja Mieter, sie hat am ganzen vielleicht 86 Dossier gehabt, sie hat 307 Rendezvous, mein Dossier 24, das bei 41 Leuten heimgegangen, waren 250 Leute, die bei hier im Büro passiert sind. Und sie hat also auch nach an Institutionen wie an Heimer oder an so Plätze gegangen. Und dann zusätzlich auch, was du gesagt hast, Nationalitäten, kann ich nicht vorstellen. Sie hat 26 verschiedene Nationalitäten, mit denen sie vielleicht so in Kontakt war, wo sie betreibt oder wo bei hier Hilfe gesicht hat. Am Ganzen waren 35 Männer, 30 Frauen, 13 Koppeln, die bei sie gekommen sind. Die zwischen 40 und 50 sind die meisten, die bei hier für Hilfe angefragt haben. An Familiensituationen sind da 41, die lang sind, die alleinstehend sind. Oder 26 monoparental, an 3 Koppeln, 16 Familien, also allem an allem, die Arbeit von dem Office Sozial, an die Wichtigkeit vom Office Sozial, die ist enorm groß. Dafür sind wir ganz froh, wenn die Konventionen Männer schreiben können und dass wir so können weiterschaffen, weil das dicke Biss werden, für alle gute Leute zu unterstützen. Nicht mehr. Gut, merci auch Lilian. Ja, ich wollte noch ganz kurz sagen, erstens mal leisen 2 Membern durch große Merci sagen. Und dann aber auch mal daran erinnern, dass der Rollinger Schritt, der Präsident, früher bei der Märkte konnten, ein exzellent Arbeit macht, Kenntnis hat, mit den Menschen umzugehen, mit den Finanzen umzugehen, mit den Leuten umzugehen, und ein exzellent Arbeit macht am Sinn von Leuten alle Gerichten. Dabei könnt nach dass da bestimmt doof fällt. Wenn er zurückguckt für viele Jahre, hat das immer mehr kontinuierlich halt das so mit den Fällen, mit den Hilfen, wo du musst gemacht gehen, und geht immer mehr kompliziert, mehr Vorschriftsmäßig, weil ich muss anhalten, dafür können wir alle froh sein, dass der Office ganz gut funktioniert, Office sozial ganz gut funktioniert. Claude? Aber du kannst vielleicht dann nach dabei sein, dass für rund 10 oder 12 Jahre, wie lange hast du hier,
den Office regional gegrünnt gin ass da hat man viel engchten, dat gief lo Manner gut klappen an Gemengen hat lo net mir do zuviel Afflosdrober an Gifneich mir gewur gin, dat du dann net so nëmme positives noieren an schmeint das ein gut Sach, dats die Office sollen ze Summe gange sinn an du ducher kann en mir eng professionell an eng besser erbecht machen an dat war schon menggen dann awer de richtige Wee fir dadurch regional zu organiieren. Ja, Gilles? Ich schließe mich dann noch zu Merci nun für die wunderbare Arbeit, die er gelegt hat. Ich meine, das ist immens wichtig. Du hättest aber noch ein froh dazu. Also auf der einen Seite her den zwar positiv Rückmeldungen, dass das gut funktioniert und viel Arbeit gelegt wird. Auf der anderen Seite klingt aber den ganzen Programm, den die halbe Tage bewerkstelligen muss, für mich ein bisschen auf ganz viel. Und da wäre ich froh, ob es dann nicht ungedurcht ist oder sinnvoll wie die Tasche dann abzustocken oder da noch eine zusätzliche Unterstützung zu organisieren oder anzustellen oder wie auch immer, für das dann einfach nicht einmal Dossier unter Strecke bleiben. Und eine zusätzliche Frage wäre dann, ob von den Dossieren, die traktiert sind, ob das auch all die waren, die rangereicht sind oder ob da aber leider Gottes auch eventuell Dossieren nicht fristgerecht konnten aufgeschlossen gehen oder wie auch immer. Bon, frischgerecht aufgeschlossen, das ist immer auch am Office Sozial ein bisschen kompliziert. Es sind Dossiers, die rankommen, wo man all Donnie von 4 bis Randen haben, wo auch die Monten dort klein sind. Wenn wir haben auch die Monten von Leuten, die sind irgendwie etwas gewogen am Machen dann den Mond, aber so aber nicht. Was für Daten, dass sie schon haben, also die richtig ankommen, was für Daten, dass sie haben, an. Und da kann ein Dossier DAX lang schläfen, wenn die Leute nicht mit der Wohnricht rauskommen oder nicht mit der richtigen Donien. Also es ist auch für euch schwierig, für irgendwie ein Navio aufzugehen. Ja, ich meine, das ist klar. Ich will präzise auf die Dinge froh Dozenten mal gesagt, dass Madame Johannessen ganz viel ganz gut erbig möchte, aber bislang war noch nie in Demande dafür oder dass darüber diskutiert ging, dass hier Charge soll augmentiert gehen. Das war noch nicht zu reden, auch noch nicht bei uns am Office Sozial. Also dann nehmen wir just, dass man Respekt für der viele Arbeit, wo sie möchte, aber ob da soll da irgendetwas changiert gehen, das war noch gut nicht zu reden. Das war auch von hier aus nach gut kein Demand. Voilà, ich meine, zum Office Sozial, ich kann immer alles bestätigen, was heute gesagt worden ist. Ich kenne das dann aus der Zeit, wo der Gemeindesekretär ein Office Sozial gemacht hat, wo auch vieles schief gelaufen ist, weil die immens komplex war, weil das nie vielleicht gemacht ist, wie der Claude gesagt hat, du hast einmal wie so vieles professionalisiert, gehen da tun wir noch schon formulieren, geht nicht mehr mit Leuten, die alles machen. Ich meine, muss ich wirklich schon sein Fach beherrschen. Der Jamp hat gesagt, den Präsident als Vertreter, und auch all die anderen Vertreter am Office Sozial, die da auch das unentgeltlich mal machen, da muss ich noch ein bisschen sagen, die machen eine gute Arbeit. Wir haben noch den nächsten Monat ja, Rendezvous mit dem Präsidenten und mit den Vertretern vom Office Sozial, wo wir da wirklich die Probleme da auch fertig diskutieren. Ich meine, wenn wir hier ein Budget diskutieren von die 70.000 €, dann ist das nicht fällt. Und ich bin einfach der Meinung, an Zeiten wie heute werden wir wirklich nicht spuren, dass die Leute, die wirklich Hilfe brauchen, und wir schwätzen andauernd von jedem, dem wir helfen müssen, sind ich der Meinung, dass wir hier ein optimalen Funktionament von dem Office Sozial werden garantieren an Zukunft. Soll Personal gebraucht gemengt also du engem Office Sozial als dat 4 zu schloen an Keen ha den Duch fährt do awer auch nëmmen run denken do irgendwo dat ze refuséieren. Ich menggen do as lo Office Sozial bei Gemeng zu kommen, eng Propos zu machen, van net kurzfristig muss geschéien dat Budget not zu stimmen, wann net next Joer mich mir sinn die Lächt die HJ kontestiert hun 1 €, den an den Office Sozial gegangen. Also ich kin dir rechtschiel muss awer gewährleisten, also muss sicher gestalt sinn, dass all Dossier den do Racken treiert gëtt an engem gewissen Delay treiert gëtt. Wir werden dat mat den Vertreter vum Office Sozial an dem Sinn auch diskutieren. Vun mir aus auch een ganz große Merci am Numm vum Chefverrot und die Leute, die do die Arbeit machen, die gut machen an
mir gesehen auch, wie oft Assistent sozial dabei ist, ob der Gemeinde sitzt, dann am Dorf bei Leuten geht weiß, was sie für einen wertvoll haben möchte. Voilà, das gesagt, gebe ich proposieren, dass wir dann die Datei aufsehen. Claude Marsan. Ja. Lilian Ries. Serge Stein. Ja. Nico Welsch. Ja. Gilles Altmann. Ja. Ali Altmaisch. Ja. Serge Eicher. Nee, ich komme nach, bitte. Wie kannst du dich vergessen? Pardon. Wickbach. Ja. Serge Eicher. Ja. Nora Forgerini. Ja. Joch. Und Jem Kauf. Ja. Merci. Gut, dann wird das auch aufgesehen. Da kommen wir bei dem nächsten Punkt. Und da geht es eine Mise à Disposition von 2 Parzellen, die der Gemeinde gehören, die wir Privatleuten zur Verfügung stellen. Ein Dossier hat gesehen, das schon ein Dossier, das war ein Kontrakt dabei von 1988. Das ist auf 3 an der Rue de Mensdorf. Der Tisch von der Rue de Mensdorf, worauf hier direkt auf der linken Seite, der zweite Haus. Da hat die Gemeinde relativ breden Terrain danach. Und da war an der Zeit, hat der Proprietär da eine Mauer abgerichtet, der nur mal festgestellt, dass die auf dem Gemengen Dinge stung, auf dem Gemengen Terrain nach stung. Die Gemeinde braucht den Terrain nicht, dass nach Platz genug an einem Trottoir. Du hast demals einen Kontrakt gemacht gehen. Das Haus ist aber verkauft gehen und Member von der Familie. Und wir sind der Meinung, dass dann einfach so eine neue Kontrakt mise à Disposition gemacht gehen, für dann die Fläche den Leuten zur Verfügung zu stellen. Da geht es um 20 Meter Carré. Sie utilisieren es als Prolongation vom Jardin d'Agrément, steht da dran. Sie bezahlen 25 € die Jahr. Und das für eine Periode indéterminée, wo die Leute das kriegen. Aber wir können mit 6 Monaten Präavis, können wir, wenn die Gemeinde den Terrain soll brauchen, können wir das dann auffordern. Und dann müssen sie den Terrain auch frei machen von allem, was sie drauf gebaut haben, und dass die Gemeinde das kann nutzen. Das ist den einen Terrain. Und wir noch einen Terrain, das ist auch an der Rue de Mensdorf, das 20 Rue de Mensdorf, das ist an der Köie von den Richtung Mensdorf 4 Tannen vis-à-vis von der an der Köie am Fond Rue de Mensdorf. Du geht so kleine Wege ran. An die Wege geht dann theoretisch geht die bis op de Weh de ganz wann den aus Iversieren herausfährt hannen an den Hellerfeld geht de Weh op do wo de Verspuren man war an den heute Wede geht aber parallel zur Stroß du hin an dat Steck hannen ran da sech weh du hast bem wat die Wis gefu wie gesagt Situation hast ziemlich kompliziert du hast du op dem Mac op der Köier als op der Ritzer seit so eng Stunde eng Brennerei die also wäsch gehabt gin du den neue Haus hier geriecht dat so rausgemoost gin dat das alles gebaut gin aménagéiert gin an man huet sei Gott gemerk an du war vis-à-vis war eng Diskussion mat Hecken a Beem, die miste geschnitte gi fir de Wehren besser freizele, weil du sind awer Leute, die mussssen du raffuen an ihr Parzellen, die fir zwar chemi ganz dadurch mir 4 Raffuen an verschiedene Leute. Und du kom de Geometroplatz an du nummer festgestellt, dass der Mann, den du neu gebaut hat, do Avalo eng ganz kleinen Eck Fusinger Klottür dann op gemengem Terrain stundet. Du war Mkeet so Bagger alles wäsch, alles wäsch an dann gehst op Dinge mit oder mir gehen hin dat dann noch ënner der Kondition für 25 € Joer wann Gemengen du muss man dir bis raffuen oder wann du musst gemerk die mussten wäschhöllen dat sie 35 Meter Carré dat kleine Neck da ein Klottür an mir giffen dem proposierende Mann dat dann noch dort zu verlegen voilà, sind dort so frohen dat scheint net der Fall zu sinn können wir da doofstimmen ich selber ja Jem Kaufmann Ja. Claude Marsan. Ja. Lilian Ries. Ja. Serge Stein. Ja. Nico Welsch. Gilles Altmann. Ja. Ali Altmaisch. Ja. Fick Back. Ja. Serge Eicher. Und Nora Forgerini. Ja. Voilà, merci. Da kommen wir auf den nächsten Punkt. Da geht es darum, Gilles, du müsstest dich vielleicht an den Sinn vom Publikum zurückziehen. Du geht du sich ein Terrain, wo man ein Morsalement genehmigt hat, ein Clashkreier, der Tisch den Terrain, der leider an der Rue du Château, wenn den Rue du Château rupfährt, Richtung Neujahr, ist jetzt an dem letzten Haus. Und du also so, du als ein sich ein Teil nach einem Perimeter, dass du von dem größten Terrain aufgeschnitten in das ein Bauplatz, mit 4 also Stück dort Gemenge relativ bret op enger Platz an op der anderen Seite giwen net mit durchgo fir do een Trottoir zu bauen.
an dass man do Steck vum proprietär brächten. An du war als Demos man proprietär einskin, dass hin als dann e Steck auftritt an Gemengefilm e Steck an Platz gehen für sein Terra, da kriegt man proper aufgeründeten Trottoir do an och du geht we ran Reets an die Stecker, die mir hannen drulleiern, so dass man ginge proposieren, dass man den Terra den der Gemeinde gehört, den am Domain publik als gift man zum Domain publik rausholen, für den dann zu echangieren, gegen den Terra vom proprietär do, den mir da brächten, wo den Trottoir nur abgebaut wird. Das ist aber so, dass Herr Not den Proprietär sich da engagiert hat, also das am Kader vom Morselement, der Proprietär Herr Not muss den Trottoir aménagieren. Das war damals klar festgehalten gehen. Wir haben geht darum, für den Echange mit den Terrain zu machen, dass dann die Grenze klar ist. Ich meine, ihr seht da den Plan, das ist die Nummer 100, also 1222, 44, 30, die gibt Gemeng auftreten, die sieht den höchsten Boff und Trottoir an, die Nummer 122, 1222, 44, 27, die gibt die Gemeng an Platz kriegen, die gibt auch proper einen Trottoir gebaut, und die gibt auch die Vedo in den Ragon. Voilà, der nächste Wort, das wir LOD für dann zu dezidieren, dass den Terrain aus dem Domain publik und dem Domain privé von der Gemeinde klassiert wird, für den dann dort zu tauschen. Jem? Ja, mein Projekt, kein Problem. Ich wollte just etwas nachfragen. Den Gilles Altmann, der steht heute 224 Rue Principal, stimmt das noch? Ich bin hier froh. Okay, merci. Wo steht der Gilles Altmann? Wo steht der Gilles Altmann? Dann kommt mir sicher beim Decision für uns Klasse, ja. Gut, ich meine, die Kompromiss, den aus Martinen von Ihnen in der Schrift gehen, dass Sie da wissen, ob die Adresse richtig ist. Das ist gut. Ah, die Gilles hast du. Ich meine, wir raus. Gut, dann hast du das Problem gelöst. Dann gibt man aufstimmen über das Klassement von dem Terrain en vue von dem Échange. Lilian Ries. Ja. Serge Stein. Ja. Nico Welsch. Ja. Gilles Altmann. Das den stimmte Matt. Ali Altmaisch. Ja. Vic Back. Ja. Serge Eicher. Ja. Nora Foggiarini. Ja. Georges Chem Kaufmann. Ja. Claude Mars. Ja. Voilà, da kommen wir zu dem Kompromiss d'échange, wo wir logiert hatten, dass ich da giffen Konsorten Altmann dann den Terrain 1222, 44, 27 und Gemeng auftreten am Siegkriten von Eist an den 1222, 44 Straße. Und das auch aufsehen. Pardon, Lilian Ries. Serge Stein. Ja. Nico Welsch. Ja. Gilles Altmann. Den aus Wemnet. Ali Altmaisch. Ja. Vic Back. Ja. Serge Eicher. Serge? Ja. Nora Foggiarini. Ja. Georges Chem Kaufmann. Ja. Claude Mars. Ja. Voilà. Und dann ist es so, dass Familie Altmann dann die Bauplätze, die da geschaffen wird, verkaufen will. Die hat den Preis da gesehen an, wie das der Chanson Perimeter ist, hat Gemeinde ein Verkaufsrecht. Wir geben als Chef, wo ich aber proposieren, auf das Verkaufsrecht zu verzichten. Wir geben dann auch gucken, dass wir am Kader von dem Akt, was sie den Akt der Wand machen, geben wir den Akt d'Echange machen, dass wir den Terrain gegen échangieren und dann können sie das verkaufen, dass wir das dann an engem beim Notar dem Moment riechen. Dann gibt man aufstimmen für als Gemeinde auf den Droit de Präemption zu verzichten. Claude Marsan. Ja. Lilian Ries. Ja. Serge Stein. Ja. Nico Welsch. Ja. Dali Altmaisch. Ja. Vic Back. Ja. Serge Eicher. Ja. Nora Foggiarini. Ja. Der Joch und der Jem Kaufmann. Ja. Gut, da werden wir auch dadurch. Und da kommen wir nach als nächstes ob ein Devis, wo wir zusätzliches Material für als technische Service kaufen und da gebe ich dem Serge Stuhl.
Ja, hier geht es darum, für ein wie estimativ, für ein geländegängiges Multifunktionsgefähr plus 4 passende Accessoires für die Regie von der Gemeinde zu stimmen. 140.000 € sind für das Gefähr angesagt, für ein Accessoire, das ist den Schneeplow, sind 20.000 € reserviert, für einen Häkellift 25.000 €, ein Aufbaustreher 55.000 € und dann schlussendlich noch für ein Tanksystem nach einkehr 30.000 €. Womit wir da giffen auf dem Monat total von 270.000 € für das Arbeitsequipment für die Regie kommen. Die Natur von diesem Multifunktionskamion ist an sich seine Wendigkeit, sein relativ niedriges Gewicht von knapp 3,5 Tonnen und die Vielfalt von Ersatzmöglichkeiten, für die diese Kamion benutzt kann gehen. Natürlich ist bei der Motorisation geguckt gehen, für ein umweltfreundliches Gefähr zu fahren, war doch eine echte längere Benutzungszeit ermöglicht. Ohne die Maschinen zwischendurch müssen uploaden. Die Maschine selber, das ist durch den Motor mit Partikelfilter erreicht Doofgasstufe 5 von der Euro-Norm. Mit den Accessoires wie das Gefähr eng wichtig Hölle, auf jeden Fall eng wichtig Hölle für den Strehdenkst, weil dummer da Göttin ermöglicht, für ohne viel zu manövrieren, besser durch verschiedene schmale Citeen an City mit Verkehrsberuhigung zu kommen. Das ist eben dadurch bedingt, weil die Maschine nicht kleiner ist, nicht schmal ist und nicht wendig ist wie ein klassischen dicke Kamion. Der Schlitt ist von seiner Größe und Gefähr angepasst. Lässt sich an der Mitte knicken. Der Schlitt also bald seit auch ein bisschen mehr breit, 10 cm wie das Basisgefähr, sodass verhindert wird, dass Keieren geholt gehen, dass Pneuen den Schnee enorm platt drecken. Der Streuer selber für Salz, den ist um nächsten Stand. Heimater kann dreschend Salz gestreht gehen. Und das ist auch gewusst, für die salzige Wirkung auf der Straße zu beschleunigen, kann das auch ungefischt gehen. Und das ist auch mit diesem Streuer möglich. Der Streuer selber kann auch mit Sohle gefahren gehen. Das Tanksystem ist wie auch am Tableau notiert, nicht nur für Bewässerungszwecke gedurcht, aber bei diesem System also ein Niederdruck an eine Hochdruckpumpe montiert, sodass die Gemeinde die Möglichkeit hat, für die Schilder, Bushaltestellen und so weiter zu putzen. Genauso gut auch für Durchlässe am Hochdruck, die eventuell verstopft sind, auch mit einer Spirale. Den Häkellift, das ist an solche Chassis mit einem klassischen Häkelsystem, wie es auf dem Kamion geht, wie in die Seite auf dem Kamion mit dem Crochet für eben andere Equipmente, Container auf das Basisgefähr zu setzen. Aber das zusätzlich wird noch zum Häkellift gesagt, dass die noch komplett drauf montiert kann gehen und die Equipmente aber auch können so auf die Basis abgebaut gehen. Und das an sich die Präsentation von dem Ganzen, ich denke, dass lohnerwerte Wortmeldungen kommen, weil das ein Invest, der schon einen stolzen Preis hat, aber trotzdem eine ganz wichtige Sache eben für das Atelier durch seine Multifunktionalität. Merci. Sind dazu Fragen? Cem? Ja, ich wollte nur von Sergio du gesagt, als an dem Bereich da noch nicht mit dem Elektro-Dinge möglich ist. Ja, das ist effektiv das Problem an dem dort Bereich, das zum am Schneeersatz an
Ich meine, wir hatten Lojo mal remankieren, ein paar Dich, wo es ein bisschen mehr feist dabei war. Und dadurch die Kontrante, die man mit Elektro geführt hat, das ist ja, dass relativ oft müssen nur geladen gehen. Und hier ist in dem Moment wieder noch ein Dieselmotor, wo du aber eine ganz andere Nutzungszeit hast von dem Gefähr. Ich wollte just immer noch, weil wir ja just für drin für den Stunde über die Sachen da geschwärzt haben und dann die Elektromobilität an der Vordergrund gesagt haben. Mir eine zweite Sache wollte ich noch fragen, geht es da nicht mehr Fournisseur oder geht den ausgeschrieben? Und sich die Bilder, die gewisse gesehen, nee, das stimmen, das wollte ich fragen. Das ist auf jeden Fall ein Propos von unserer Regie, für das Material zu kaufen und für da eine Regie, also für da eine Submission zu machen, denke ich, das vielleicht keine gute Lösung, wir können den aber trotzdem am Marché machen. Ich meine, den Regie mit den Proposen der Chefrat, den bestimmt dann, ob drei, normalerweise so drei Devien ugefragt gehen oder geht ausgeschrieben, dann kann ich auch gut preisen. Das ist am Fongol meine Frage gewesen. Das ist so, dass den Mehrwert schon drei Offenfroen und da wird man das Bestmaterial, ich meine, wie man das immer gemacht haben, wie du das auch gewinnt was, wir werden das schon so machen, dass man das Bestmaterial kriegt. Ich meine, es sind noch andere Gemengen, die noch der Apparat, wir werden uns da auch ein bisschen informieren, wie die Maschinen laufen, statt Lützeburg an anderem Ort daran, sodass man da, wie es herrscht, das Beste probieren zu kriegen. Aber wie gesagt, muss ich nicht mehr pur de Vie, ich meine, muss ja vom Moment her genehmigt gehen, wir können da nicht Gräber irgendwie kaufen. Das ist ja so, bis 3,5 Tonnen, das heißt, du musst nicht den Kamionsführerschein haben, oder muss ich den haben? Ja, bis 3,5 Tonnen, das ist an sich Basisgewicht von Gefähr. Das ist eine Frage, die kann ich nicht beantworten, das kann ich aber gerne nachfragen. Ja. Und dann dem Moment an einer nächsten Sitzung beantworten. Ganz gerne gebe ich auch noch ein Wort dazu so. Ja, als Gemeinde immer mehr groß, nicht von der Fläche, mit mehr Lotissementen, mit mehr Inhalt, wo muss gemacht gehen. Ja, als Leute sollen das bestmögliche Material kriegen. Ich gebe, wenn wir da Leute wollen dabei so ein denken, ja, wo der Roger Kaufmann zurück, wo vieles nicht möglich war mit der Lomelias. Also, wie gesagt, da ist Leute sollen noch das Beste kriegen und wir werden das ganz gerne unterstützen. Ja, ich meine, ich denke noch an den Roger Kaufmann. Wir waren immer ein Spurverein, wir haben ein links und rechts probiert, wir haben noch Occasionen gekauft. Ich meine, wir sehen noch, wir müssen Material haben, weil all das funktioniert. Effektiv wie der Roger gegangen ist, du hast alles in Trulle kommen, was hier sich auch ein bisschen gewünscht hat. Und da sind noch Sachen, die mit Team zusammen diskutiert, sind die leider Richtung noch gekauft, die sie wollen an Pension gehen. Ich will einfach so, ich meine, das große Problem, das wir auch haben, das wir nicht verstoppen, das ist also natürlich. Ich meine, jeder in die Last hat gesagt, dass die Jungen da für Bayern haben wieder sind. Und wir sind noch da am Gang, wir hatten eine Diskussion auch mit dem Service Technik für eventuell so ein Niwerdach provisorisch an enger Zeltform oder so modern zu setzen, dass am Wand dann nicht immer alles zugeschneidert ist. Wir sind in also Limiten, der Projekt, der lebt, den ist aber nicht einfach, was am Recyclingcenter Point Chaussee, mir, CG10, das ist auch eine Planung, die ein bisschen wert dauert, ist, dass man es ein bisschen planen muss, weil effektiv geht es doch immer schwierig, wenn wir ein Material kaufen. Wir werden auch alles müssen aufstoßen, wir müssen einen Traktor durchstehen, der schon ewig da steht, den nämlich genutzt wird. Wir mussten also auch verschiedene Sachen trennen. Das ist genau wie du gesagt hast, schämt gemein wie die Problematik daran, weil durch die kleinen Straßen kommt man nämlich da durch. Wir haben noch Reklamationen, wenn wir dann nur Strehe fahren, die einen jetzt das glatt, die anderen jetzt einen Traktor mit Kamedi. Wie gesagt, das ist alles nicht einfach. Und dann leider kauft Salz an der Straße, dann ist das nicht gut. Dafür haben wir auch die modernsten Technik, das wirklich von den Telleren drehen, dass die laufen. Und da kommt Salz nicht wie bislo, dann lief Salz auf den Teller, dann möchten den Dingen nur oder Leute natürlich gerade bei jemandem. Das sind ganz kurze Sachen. Ich verstehe die Leute, die so predigen, nice, pass auf die Umwelt, ob sie einen Köpfe Salz dahin. Und dafür muss man also auch aufpassen. Und, ich meine, hier sind wichtige Dinge, den Serge hat am Detail erklärt. Dann,
wie gesagt, ich gebe da proposieren, dass wir darüber aufstehen. Claude, du wolltest noch etwas sagen. Ich meine, wenn man den Kamion kauft, da haben wir auch schwer gedient. Heute wissen wir, dass das aber ein richtiger Nachkauf war, weil das genau das Material ist, was auf die Funktionalität, die man braucht, passt. Wenn ich das da ungefähr so gucke, dann habe ich auch die Impression, dass das ist, was wir genau brauchen. Ne? Das kann immer den Traktor heute an dem Bereich nicht mehr alles mehr. Dafür sind ich ganz überzeugt von dem Kauf. Und ich meine, wenn in den Montag guckt, den natürlich stolz ist, dann ist das ja eine Investition für die nächsten 10, 15 Jahre. Das heißt, wenn ich das auf die Euro abrechnen, dass das nach raisonabel Summen, die man da investieren, und die man natürlich auch lädt, dass es nicht kann elektrisch sein. Ich verstehe aber gerade nach mehr am Winter, wissen wir, dass auch heute in modernen Elektroautos Probleme haben mit der Reichweite, da bleibt schon gar nicht wie von der Batterie. Also für das den Ansatz, den wir heute machen, schon mal den anderen Schwan nicht, wo man den gar nicht. Es könnt ihr vielleicht nicht gucken, ob das die letzte Version vom Motto ist, die Version vom Motto, oder wenn man da 3 Monate fährt, geht es dann nicht gerne. Das sind vielleicht noch so Sachen, wo etwas zu machen ist. Mir für den Rest ging ich einfach so, dass das ein guter Nachkauf ist, den wir heute machen, und ein bisschen Modernität von dieser Gemeinde dann einfach auch an Vitrin stellt. Merci. Man Führerschein wollte ich noch so. Du hast dann doch ganz einfach. Ne? Von der PMA 3,5 Tonnen aus der Programm maximal autorisiert, dann ist Führerschein B. Wenn 50 Gramm drüber sind, dann hast du den Kamionsführerschein, ne? Dann hat den Schwan nicht mehr. Ja. Von der Geschwindigkeit, wie es dafür ist, ja. Ja. Also das ist sicher so, ich meine, die Problematik mit den Kamionsführerschein nicht im Nahe, auch von ihnen ein Kabinett haben, hängt ein Remorque, kann drum einen Mähtrag, wir haben das immer, wir haben nach also Nabischte, ich meine, wir haben ihnen gesagt, die sich engagiert, teilweise Kamionsführerschein zu machen, und wir werden ordentlich gehandelt zu gehen, das soll alle gut machen. Wir als Gemeinde helfen mir ihnen auch zu bezahlen, und wir werden weiter Druck machen, dass sie, wann es nicht mehr geht, die Kamionsführerschein machen. Die Jungen, die können das die Mengen oder anderen Grund nicht machen. Wir gucken aber, für das ein Maximum von ihnen kriegt. Ich will noch etwas zum Preis sagen. Also wir schwätzen hier stolze Preis, aber ich habe während dem Automobilzahler habe ich so Prospekt dran gekriegt. Ich muss ja ehrlich sagen, von den domünschen Auto gesagt, da sind noch Stolzpreise. Und dann, wenn ich dann heute gucke, ein Arbeitsgerät, weil die Nerven ganz vor am Dingen hört, wo ich damit schafft, fand ich den Preis aber auch. Muss ich nicht mehr gucken, aber wenn ich einen Bauer sehe, den höchsten Preis, diese und dann man da, was aber noch ganz raisonabel. Und ich meine, für Reise also, das hat Jam gesagt, früher immer ist immer schwer, die Sachen zu kaufen. Ich meine, soll ich da wirklich das Beste mal kaufen und ein guter Abschluss. Gut, ja. Genug dazu. Ja, noch schluss ein kurzer zu der Umweltfreundlichkeit. Ich weiß nicht, ob erst ein Begriff, das man so sagen, selektive katalytische Reduktion. Was ist das für ein Begriff? Also für mich war das auf jeden Fall nach gehen, bis dass ich ein bisschen durchgeguckt habe. Und das ist effektiv eine Technik zur Reduktion von den Stickoxiden bei den Aufgasen. Das ist im Prinzip bei Feuerungsanlagen, Müllverbrennungsanlagen und auch eben noch bei Verbrennungsmotoren, wo die Technik angewandt wird. Das heißt, dass dann auch nach schon eine Menge eine weitere Entwicklung aufgekehrt nennt das sich SCR. Voilà, gut. Ich meine, wir haben wirklich alles gesagt, was heute so nass. Da gibt man drüber aufstimmen. Lilian Ries, Serge Stein, ja. Nico Welsch, ja. Gilles Altmann, ja. Ali Altmaisch, ja. Vic Back, ja. Serge Eicher, ja. Nora Foggiarini, Joch, Jem Kaufmann ja. und Claude Marsen. Voilà, merci, da kommen Ja. Das ist gut. Merci. Das ist nicht rot gehen. Also, ich sehe vielleicht auch ein bisschen zu schnell. Da kommen wir zum nächsten Punkt. Da geht es dann um die Anpassung von einem Verkehrsreglement am Kader vom Chantier an der Rue de Village und an der Rue de la Montagne zu basieren. Voilà, Nora, du hast... Voilà, also am letzten öffentlichen Punkt geht es um die Änderung vom Verkehrsreglement, einmal an der Rue du Village, wo du vom 9. Februar bis zum 30. Juli die Straße zwischen der Kreuzung mit der Rue de la Forêt und der Kreuzung mit der Rue Straße am Pech gesperrt ist. Voilà. Dazu zu dem muss man sich aufstimmen oder wenn er froh ist. Gut, stimmen wir da durch. Lilian Ries. Ja. Serge Stein. Ja. Nico Welsch. Ja. Gilles Altmann. Ja. Ali Altmaisch. Ja. Vic Back. Ja. Serge Eicher. Nora Foggiarini. Ja. Joch Jem Kaufmann. Ja. Und Claude Marsen. Ja.
Voilà, an dem anderen, du gehst da Trü de la Montagne zu evasieren und du hast die Straße komplett gesperrt zwischen Häusern 19 und 21 und das vom 18. Februar bis zum 7. März. Wir hatten eine Deliberation für Schloss Gewand. Schloss Gewand, ich gesehen, Ja. Das ist schon Rue de la Montagne. Und ich einen anderen gekriegt. Ja. Das steht falsch am Ordre du Jour. Ah. Geht Schloss Gewand. Effektiv gesehen. Ich stehe am Dossier. Das Schloss Gewand, wo du bei Wo auch die zwei Straßen. Ja, genau. Dann hast du also eine Rue Schloss Gewand, das ist zu schrassig. Dann aber immer nach zwischen den Häusern 19 und 21. An dem Datum ist dann noch richtig vom 1. Februar bis zum 7. März. Da sollte die von Technik, also die Männer gesagt, dass bei unseren Häusern, an den einen hat die 2 Häuser an der Rue de la Montagne gemeint, an den anderen hat die 3 an der Schloss Gewand gemeint. Du könntest nicht hier, pardon. Gut, können wir darüber aufstellen? Serge, ja? Ja, ich meine, das hat ja auch eine Reihe Implikationen auf den Schultransport. Und da war ich schon gesehen, dass er auf Facebook noch anders das analysiert hat. Schon auf meinen Scheren, dass nicht alle Schüler oder die Eltern das persönlich informiert gehen. Und ich wollte fragen, ob heute mit den technischen Möglichkeiten, dass nicht möglich sind, dass den, wann so eine Änderung hat, die trotzdem relativ kurzfristig war, nicht den Leuten kennt, eine E-Mail schicken, um sie darauf hinzuweisen. Es sind aber Flyer ausgedeelt gehen. Also Es sind Flyer ausgedeelt, weil ich hatte ihn an der Bordline, obwohl ich noch keinen Kanner haben, die den Schulbus holen mehr. Also wie gesagt, egal wie, gehen ich da recht. Wir mussten fertigbringen, alle Eltern das mitzudelen. Wir werden an den Schulservice da weitergehen, dass sie da gucken, was da geschieht. Also am Prinzip machen sie da doch, gucken sie auch, dass das verteilt wird, weil ich meine, die Eltern müssen auch wissen, wo der Bus fortfährt. Wir gehen die Message, wo sie führen und dann, weil wir nächstes nämlich noch gewartet, für nicht meines nur der Vakanz zu machen, weil Leute fortfahren, wo wir gesagt haben, da kommen wir dann Mittwochs, dann weiß auch jeder, wenn wir gehen das führen, können sie gucken, wo drin das läuft. Très bien. Können wir auch darüber aufstimmen. Ich muss schon mal sagen, das mit Idee. Gilles Altmann. Ja. Ali Altmaisch. Ja. Fik Pack. Ja. Serge Eicher. Ja. Nora Foggiarini. Ja. Georges Schem Kaufmann. Ja. Claude Marzan. Ja. Lilian Ries. Ja. Hein Serge. Ja. Und Nico Berg. Ja. Voilà, da kommen wir zu den Questions écrites, die haben wir keinen gekriegt. Wir hatten alles für Punkt auf Nord ja, das ist gut, sorry. Ich habe eine Idee falsch noch, die Journal. Serge, du kriegst du das. Okay, aber jetzt war ja nur noch kurzfristig ein Punkt draufgekommen, das heißt betreffend den Wirsel an der Jugendkommission. Und hier gibt Madame Lydie Fischer durch Madame Kathi Spinelli von Straßiger Saat gehen. Von direkt, natürlich nicht mehr von der Gemeinderat für seine Arbeit. Merci. Ich noch darüber aufstimmen. Claude Marzan. Ja. Dann muss ich noch weiterführen. Lilian Ries. Ja. Serge Stein. Ja. Nico Welsch. Gilles Altmann. Ja. Ali Altmaisch. Ja. Fik Back. Ja. Serge Eicher. Ja. Nora Foggiarini. Ja. Georges Schem Kaufmann. Ja. Gut, da wird dann die Posten auch neu besetzt. Und merci à Madame Fischer für die Arbeit, die sie gemacht hat während ihrer Zeit an der Jugendkommission. Gut, dann, wie gesagt, Question écrite um kein. Da kommen wir bei Question du Public. Public also auch von Schluss zufrieden. Voilà, da, ja, Gilles, du wolltest etwas fragen. Ich habe noch 2 Fragen. Einkeier sind ich von Polizei, dass der Gemeinde angeschwärzt ging, ob das neue Taxireglement für den Notfall das sind steht, wo Kleinkanner am Haus wohnen oder ja, wo dann die Problematik, die schon mir auf du geschwärzt ging, dass mit den Pampers besteht, wo dann anscheinend die Leute sich ein bisschen ausgerechnet tun, wie hoch dann hier Rechnung am Ende des Jahres keinen Sinn. Die wären wirklich zum Teil ganz unzufrieden. Da haben wir schon ein bisschen probiert, ihnen nur zu lehnen oder zu erklären, dass das Ganze ein bisschen wie weit rausgeht, wie just das. Und da haben sie noch gesagt, dass es ja die Möglichkeit von der Subsidie gibt. Da wird reprocht, dass die Subsidien noch nicht ganz hoch sind. Da wäre dann eine froh und Gemenge oder eine Proposition, dass ihr könnt gucken, da die Unterstützung für so steht, ein bisschen an die Luzi vielleicht. Ja, du hast so, also ich meine, wir haben das auch angedroht gekriegt, wir haben auch direkt reagiert, wir haben eine Berechnung machen gelassen,
wieviel Gewicht dat effektiv gëtt. Ich mein Dich Ziel as immer Gewicht verhindern. Wir hunn auch die fir Reglement, also fir Subventionen zu geben, in der waschbar, also der Windele käft, die wäsche kann, wo er gidri seht, dass dat immens komplex ist, das dann so einfach ist. Wir wollten aber gucken für die zwei Reglemente, für die Subventionsreglemente op de Weg zu bringen, weil das aber wichtig ist, wir ein gemeinsames Reglement als Feier Gemengen an mir hunlo gefrot, für das Sie also am nächsten Komitee dat Lomoll och mat op de Wee hält an mir wollte noch, dass die Responsabel vun den Feier Gemengen, die sich Müll abkümmern, lo enke zu Summe kommen. Das ist aber wichtig, dass man lo op dem Punkt an ein gemeinsames Reglement, die die Feier Gemenge machen. Du immer am Gang unabs zu schaffen, dat doch kommen. Ich meine Claude als Vertreter am SIAS hier soll dat lo mat sie sollen dat lo demnächst enke diskutieren, dass du da noch etwas könnt. Da kannst du denen Leute an den Feedback dann noch geben. Okay, vielmals merci dazu. Und dann eng lächt froh fir Campus an der Delt bei der Schule fir op der Kreizung, du hast den Trottoir an engem ziemlich schlechten Zustand gëtt och net besser vun der zu Dach an do wärming froh. Also ich ging davon aus, dass das noch nicht repariert ging, als auch wenn es dem Schanschen an der Schule, dass du immer Kamio gefunden hast, und wenn ich dann ungeduldig dass das frisch zu machen, weil ich meine, das ist aber relativ urgent. Ja, ich meine, das ist katastrophal. Wir hatten das schon ein paar gesagt, dass sich so Zolllo an der Fußvakanz ersät gehen, wir leider bleiben die Entrepreneure noch nicht vom Covid verschont. Das ist die Kippe, die soll machen, die war da ausgefallen. Das soll aber das vor der nächste Woche soll das gemacht gehen. Wir machen das an einem Asphalt. Wir werden an einer ersten Phase einen schwarzen Asphalt dran machen. Also bald die farbige Asphalt gemischt gehen. Ich meine, die kriegen nicht immer, die kriegen noch Asphalt aus einer Sandform. Also bald der dann ein gemischt wird von einem von den Produkteuren von denen Beleg, werden wir dann noch so abbauen. Wir werden dann den nächsten D-Schmiss, der ein gemerkt gehen, dass du den Betasphaltik tragen kannst, weil effektiv, dass du hast gefeierlich und du gehst leider rüber an, da gehen auch von dem Auto kommen, sprangen sie wirklich raus, also das lebt. Also ich bin schon fertig, wenn nicht dem Entrepreneur seine Equipe ausgefallen wird. Das wäre ideal gewesen, das letzte Woche zu machen. Dann merci dazu. Du wär dann még froh dazu mir hat als Servicetechnik extra equipéiert mat diverse Material fir so Erbechte kun ze man. Gëtt de bestimmte Grund fir wat als Gemeng dat net selber Dir vu der kann machen oder fir wat dann do be eng Kipp vun eng Entrepreneur muss gebracht gin. Bei Schmengen do gëtt de warme Beleg, de gëtt vun der Mëscherei gët den du hebroet warm, de gët gewalt, dat das lo net einfach. Sie könne so klein Flecke me, sie man dat du van locht wo la an der Stroos ass. Mir ha muss wirklich schon besanstand, du musst Bau gemerkt gin, da muss fix vor am awald gin, für du vor wie mans lächten drwe, wann lo einfach la an der Stroos ass vun enger gewësser Gries, dat können sie flicken, mit der Do awer schon bis speziell. Ich mein mcht net not Prnner zelwe, die hhöllen der méchen hawer Kajo oder Kar Kneip, die wirklich awer dat alldach machen. Okay. Gut, du sost kein Fromi wären dann sonch Merci. All denen, die jeistbausen no geguckt hun noch den schönen Ofen nach an mir giffen dann nach de letzte Punkt hai a Wiklo diskutieren. Merci.